Liebe Gott, zwei Method, wann ich werden so weit abstinent. Dazu hab ich kein Talent, nur ein Wein schenkt's mir rein. Ich bin heut, weil's mir gefällt, immer lustig, lebensfroh. Vor mir raus irgendwo, sing ich das als heut. Jesus, Freundel, ausgesteckt ist, da gibt's Weindeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, vorhin mir ist Kammerleer. Jesus, Freundel, ausgesteckt ist, da gibt's Weindeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, aber höher geht's nicht mehr. Grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Buben. Ihr hört heute Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heut. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Alles wackelig spülen wir nach dem Wiener Schein. Die Quetschel klingt heute super fein, die kommt der Bomber klingt rein. Und Zange klingt jetzt auch schon recht human. Drum grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Buben. Ihr hört heute Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heut. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Habe ich die Ehre, grüß euch gut. Servus und küss die Hände. Herzlich willkommen zur Pavlatschen am Montag. Heute die 75. Ausgabe. So schaut's aus. Wieder aus dem Studio Donaufeld. Ja, sehr angenehm hier. Wunderbar. Hier sehr angenehm kühl. Also nicht in Donaufeld, sondern da, im Köhler. Herr Donaufeld draußen noch immer 32 Grad. Draußen immer noch würdig und deswegen sind wir heute ja beim Gespritzen. Ja. Wir haben die Flasche schon offen, tut mir leid, wir können jetzt da, aber es ist, ja, der Veltliner, der Schankwein, wie man so schön sagt bei uns in Wien. Der Schankwein vom Strauchernstl aus Strebersdorf. Jawohl. Und, Weingut Buschenschank Strauch. jawohl. Ich mache es am Bottling ganz einfach einmal so. Schenk einmal am Wasser. Genau, das Wasser haben wir ja angebottelt. Was haben wir gerade gemacht, ja? Das muss man sagen. Servus die Madeln, servus die Buben, Christoph Acker, grüß dich gut, habe ich die Ehre. Fritzl Stadtguss, der Erste am Start, grüß dich gut. Jawohl. Maggie Pemberton, tuning in from Munich. Ja, Landtagsstromer Markus. Begrüßt die Pavlatschis, die Pavlatschinger und Pavlatscher. Manche würden auch sagen, die Pavlatscherer. Daniela Schlöge, Dubthread, Herbert Hinkhofer. Jawohl, Werner Wichtig, grüß dich gut. Markus Volker ist auch wieder am Start, sehr gefreut mich. Momo Ems, Kaifol, guten Abend in die Runde. Habe ich die Ehre. Yes. Uli Slonek aus Helsinki ist auch wieder dabei. Meine Eltern, diesmal Gernersteurer. Heiße Grüße an alle. Grüß Ja. euch. Heiße Grüße. Gary 1.0, guten Abend. Das gefreut mich. Also das ist wirklich würdig, da habt ihr unseren Respekt verdient. Bei diesen Temperaturen, bei diesem Wetter. Was suchst du denn, Patrick? Komme gleich. Es fehlt jetzt ein wichtiges Accessoire. Jesus, na ja, dann kannst du mich auch einen Vorhang gleich wieder zumachen, was normal ja dein Job ist. Weißt du? Ja, schon wieder. Ach so, sein Dampfer. Habe ich recht? Ja. Den Dampfer hat er vergessen. Den Dampfer. Ein extra gutes Liquid für den Klaus. Jesus. Ein fruchtiges also. Ja. Dann schau die Johanna Duschl ist auch dabei. Pavlaccianti, Maggie Pepperton, das ist auch gut. Also der Ulrich, na super. Na, also wirklich größten Respekt an euch, dass ihr bei diesem Wetter, bei dieser Hitze und alles Eine kleine, feine Runde bis jetzt da heute. Achso. Ich Nein, du hast ja hergesagt, jetzt soll man doch was machen. Eine kleine, feine Runde. Also, Da ja, auf ja, mein ja. Display habe ich gezeigt. Eine kleine, feine Runde. Kann auch so bleiben. Ja. Rudi Korbes. Rudi Korbes, auch schon Rudi, dabei. Also servus. es wächst. Ja.
Seitdem die Kabel nicht mehr im Weg sind, rennt da ständig einer davon. Ja, das stimmt. Wir können uns bewegen jetzt. Heute wieder da komplett, wir sind frei. Wir sind vollkommen frei in unserem Tun Ja, absolut, ja. und trinken euch jetzt einmal zu. Das machen wir jetzt einmal mit einem gespritzten. Sehr zum Das ist Wohle. gut. Sehr zum Wohle. Prost, Patrick, servus. Ja, danke, dass ich da bin. Na bitte, gerne. Sehr schön. Einwandfrei. Das haben wir gedacht, ich komme mit der Arbeit nicht nach. Heute aber Tut mir leid. der erste ist der Beste, gell? Herrlich. Trinken vor der Kamera. Es ist ja, bin ich drauf gekommen, es ist eigentlich wurscht, ob ich vor oder hinter der Kamera trinke. Wenn es schmeckt, schmeckt's. Genau, so ist es. Da fährt die Eisenbahn drüber. Da fährt die Eisenbahn drüber. Das ist ein bisschen schon wieder die Grüner Kamera Rücken. leicht verrutscht. Du Schon sitzt im wieder Absatz. vorne. Nein, du sitzt gut, Ich bin ein bisschen im Winkel. Das muss ich ausbessern. Das Ein bisschen, nicht viel, aber ich glaube, das lässt sich so. Einfach nur. Knirsch. Ja, ist ja wurscht. Eigentlich Wir sitzt könnten gut. mit dem Tisch stellen. Nein, das passt. Der ist genau, der ist exakt eingemessen. Na, passt. Also ungefähr hingestellt. Genau, ne, so macht man das. Ja, sicher. Die Gitarre glänzt ein bisschen. Nein, heute sind wir wieder. BH, oder? Nein? Nur die? Ah, okay. Aber das geht schon. Das ist die Schellackpolitur vom lieben Hubert. Wie ein Gulli nach dem Gewitter, Markus Volker. Das, Reden wir nicht von Gewittern. Das hat meine Schwiegerfamilie ganz schön erwischt letzte Woche. ja, ordentlich. Ja. Ordentlich. Hat ausschaut wie ein Bombenanschlag. Also wie nicht wie ein Bombenanschlag, sondern wie ein Bombenangriff. War ziemlich heftig, ja. Wahnsinn. Dachziegel eingeschossen. Ja, Aber- teilweise ganze Dächer angerutscht, also wirklich komplett hin. Ja. Wir sind in Schrattenberg nämlich zu Hause und ja. Nicht weit von Eiwestal. Bei uns war es nicht so arg, ich habe nur 4 Kugeln gefunden. Ja, aber die war mächtig. Also, Die war mächtig. über 30 Decker. Ja. So was habe ich noch nicht in der Hand gehabt. Nein, das war Wahnsinn. Also Gott sei Dank bei uns wirklich nichts. Ich muss doch aufs Dach morgen in der Früh, es ist doch ein Dachziegel ist durchgeschossen. Das war genau, Also? einer muss genau. Keine Ja, ja. Werbung, ein Bramax sogar, also Ja, durchgeschossen. Ja, So ein aber Loch drin. ja, nein, das war ein Wahnsinn. Also das Ja. war wie ein Angriff. Also, und da muss man wirklich sagen, die armen Leute, die da wirklich voll drinnen waren, drüben über der Ich würde Grenze. sagen, in Hodonin war es noch schlimmer. Wahnsinn, Vernichtung. Also die Bilder, was ich gesehen habe, Dort Vernichtung. war ja der Sturm auch noch. Der Sturm war in Schrattenberg war ja hauptsächlich der Hagel. Ne? Ja. Ja, Nicht der Wind an, aber dann schaut es aus wie in der Slowakei und wie in Tschechien. ja. Da war ja Orkan sogar. Ein Oder halt so ein Tornado, wie man halt sagt. Also, Wahnsinn. Naja, aber Gott sei Dank scheint es jetzt besser zu sein. Ja, ja, Was? ja. Wer weiß, was die nächsten Tage auf uns zukommt, aber hoffentlich. Mittwoch ein Regen, aber ich Hoffentlich Abkühlung. einfach nur Regen. Regen ist in Ordnung, aber sonst mal nicht. Ja. Der Hubert Hinkofer meint, alles WLAN verkabelt. Nein. Ich hab nur das alles ein bisschen so umgebaut und mit den Kabellängen ein bisschen gearbeitet, nicht? Dass wir da quasi da herumfahren und da unten, da siehst du die Kabel und die gingen dann da oben und dann unterm Tisch einer und da erst dann in den Computer, sodass man da durch kann und ja. Also nicht WLAN, also WLAN ist nur das Internet, aber die Mikrofon und Kamera, das geht. Rennt alles. Das geht gar nicht, alles glaube ich. WLAN. Es gibt schon so Sachen, wo das ginge, also mit Funkstrecken. Mit Funkstrecken geht schon, ja. Aber ja, das wäre dann ein bisschen übertrieben. Na, das geht so wunderbar, ja. Der Christoph Acker, Mensch, die Woche wird hart. Heute ein Wein, morgen mit den Kollegen auf einen Zierger und am Donnerstag der Taschler. Richtig, Donnerstag, wir freuen uns schon wahnsinnig drauf. Wir machen keine Werbung, weil der Taschler ist vollkommen Der ausreserviert. Andreas Christin hat mich heute Vormittag noch angerufen. Christin, er wollte noch mit ein paar Leuten kommen, weil seine Tochter hat Geburtstag und die war halt ganz interessiert gewesen. Ich rufe ihn Manfred noch, aber ich glaube fast. Natürlich. Also wenn einer gekommen war, nicht, den hätten wir vielleicht irgendwie am Manfred vorbeischummeln können. Auch noch schwer, aber leider, beziehungsweise... Am Manfred kannst du nicht. Du kannst nichts Der hat sagen. zwar 30 Kilo abgenommen, aber... Ja, stark gehabt, ja. Aber er ist noch eine stattliche Figur. Aber ja, mit Freunde ist ausverkauft. Freunde ist der Acker Christoph kommt und ich glaube, die Daniela Stögel kommt ja am Donnerstag. Also den oder? Ich muss ein paar Kostproben für die Daniela mitnehmen. Ja. Der Gerald Spörk. Jawohl. Fliegende Bauten. Ja, richtig, Hubert. Der Harry Schnellerfonte. Grüß euch. Ist auch da, servus. Balkonherriger mit Unterhaltung der 16er Bub. Das taugt mir. Auf Balkonien beim Harry. Gekaufter gemischter Satz und selbstgemachter Wurstsalat. Herrlich, haben wir gestern gehabt. Mein Munkelein hat mich gestern verwöhnt mit einem Wurstsalat. Das
mit der Knackwurst vom Luke Cage vom Schlingermarkt. Vom Das sind die, wo auch Knackwurst einen halben Kilo hat oder so. Ja, das ganz ein Das sind so das sind schon ordentlich. Also das sind ordentliche Knackwürste. Und nicht so stark gesöcht, hast du noch gesagt. Nicht so stark Das habe ich gesöcht. nämlich gern, wenn das nur dezent ist bei einer Ja, Knackwurst. nicht so stark, aber sehr geschmackig. Weißt? Also nicht, die meisten Knackwürste schmecken wie noch Schmeckt nichts. noch gar nichts oder schmeckt nur nach Rauch oder Salz und sonst nichts. Sonst nichts. Aber das ist wirklich so ein klassische gute Knacker am Luke Cage. Der Luke Cage, der Fleischhauer meines Vertrauens, keine Werbung, also weil offiziell keine Werbung, Du weil kaufst dort normal weil ich kaufe dort normal ein. Und der Luke Cage, wo ist er? Aus Banja Luka ist er hier. Und er hat gesagt, ich bin Österreicher, das alte Österreicher, hat er gesagt, ich bin alter Österreicher, Banja Luka, was glaubst du, ich bin alter Österreicher. Nein, das ist super Sache. Super. Die Mama kommt auch, was ich auch, beim Taschler tun, na Leibwand. Daniela Schläge, ja genau, wir freuen uns schon. Ja. Christoph Acker, am Schoß von der Mama ist schon noch ein Platz, ja genau. Na, aber herrlich, das gefreut mich. Die Mama kommt auch, na das ist super. Nur einen kleinen Schluck noch mal nehmen. Einen kleinen Schluck nehmen. Einmal, sehr zum Wohl. Das ist sehr leicht eingeschenkt, glaube ich. Na, so leicht, das schau ich da nicht. Sommerspritze. Sommerspritze, ja. Ja, das ist eine Sommerspritze. Wie schmeckt der? Das hört die Vicky nicht gern, wenn du dir fremd gehst. Was? Wieso? Mit was? Also fleischmäßig, nein. Da kaufe ich kein Rindfleisch. Dort kaufe ich Schwein. Beim Luke Cage wird Schwein gekauft. Das ist noch ein echter Fleischhauer Schwein. Und der hat leider keine Prallfetten mehr. Also irgendwann wieder eine haben. Habe ich gesagt, erst hast du eine Prallfetten, dann nein, leider nicht. Ist mir eingegangen, der Backofen ist mir eingegangen. Da ist ein kleiner Backofen, da hat er mit Schweinsboden gemacht und die Prallfetten wieder von dort. Und einmal habe ich dort die Prallfetten gekauft und gesagt, ich habe keine mehr, warte. Also keine ausgestellt quasi im Kühler. Momental, hat den Ofen aufgenommen, das Backblech rausgenommen. Sein Mitarbeiter hat das Glas aus dem Becher gehalten und er hat außer. Das war schon nicht so, hat er die Prallfette, bist du deppert. Da waren so Fleischstickerl auch noch drinnen. Also Wahnsinn. Wahnsinn. Und ich glaube, das kann man ruhig so erzählen. Es ist keine Themenverfehlung, wenn wir über den Taschler reden und vom Schweinsbraten reden. Das ist kein Fehler. Der Beinachus-Motto, ein vielen von euch bekannter und ein lieber Freund aus der Motorradszene, der war letztens beim Taschler und hat mir ein Büdel geschickt und gesagt, ich bin beim Taschler, das ist ganz super und habe einen Schweinsbraten gegessen. Es hat zwar gedauert, weil er noch nicht fertig war. Er hat 2 Stunden gewartet auf den Schweinsbraten. Und wie er gekommen ist, hat er seine Schnitten gegessen und gesagt, der Beste der Welt. Er hat noch nie so einen guten Schweinsbraten Da gegessen. fahren viele Leute ins Kohlenberger Dorf. Der Harry Schnellefonte war auch unlängst im Kohlenberger Also, Dorf. ja, Der hat sich seinen ehemaligen Arbeitsplatz angeschaut. ja stimmt, Ja, genau, ja, das genau. kann ich mich erinnern. Ja, die Kirche. Ja, genau. Die Kirchenrenovierung dabei war, ja. Bitte das mit den Knackwurst wiederholen, hat mir gerade die Kopfhörer organisiert. Johanna Duschel, sehr gerne. Schlingermarkt, also der Floridsdorfer Markt, der Luke Cage, das ist der Fleischhauer, da gibt es in Draxler, es gibt ja 5 Fleischhauer am Markt. Es gibt keinen einzigen Bäcker, aber 5 Fleischhauer. Das ist Floridsdorf. Quasi Low Carb, ja. Sowieso, Low Carb Markt. Er braucht Kohlenhydrate werden immer bewertet. Ja, genau. Das ist- Und da gibt es quasi so ein alt eingesessener, der Draxler, auch ein guter Fleischhauer, der Draxler. Und quasi auf der Rückseite ist der Luke Cage. Der Luke Cage, der Fleischhauer, und der hat diese irre guten, also für mich, mir schmecken so irre guten Knackwürst. Ja, wenn du noch Fragen hast, musst du einfach, Johanna, nochmal nachfragen. Ja. Und dann gehen wir. Heute ein Wurstsalat mit Dicke. Was sind Dicke, Hubert Hinkhofer? Sind das auch Knack? Also das, was bei uns Knackwürst sind, in Bayern, Dicke. Ja, schau, Thomas Bastlecke. Servus, Buben, liebe Grüße aus Altmünster von Tommy und Judith. Yay! Grüß euch gut. Ehre. Altmünster. Da hat ein Freund von mir geheiratet. Es war schon lang her. Das ist lang her. Lang her. Das ist sehr Bist du lange gescheit. her, ja. Bist du gescheit. Da waren wir alle im Hotel und da waren Amerikaner da, weil sie, die Frau, war Au-pair-Mädchen in ihrer damals noch recht nahen Jugend. Noch jüngere Zeit. Noch jünger. Und ich war in Amerika Au-pair und da sind Amerikaner gekommen, ne? Zwei Pärchen. Und die haben wir unabsichtlicherweise vollkommen planiert. Die haben also die ganze Hochzeit wirklich nur bei Wasser und mit Sonnenbrühen mitgekriegt. So hat uns leid da, aber ja. Und ich weiß noch, wie ein anderer Freund, wie der dann
heimgekommen ist, also es war nämlich auch so, dass der Gemahl den Polterabend einstellen hat müssen, weil sein Vater gestorben ist, relativ zeitnah zur Hochzeit. Und er hat gesagt, nein, Polterabend macht er keinen, aber die Hochzeit bleibt bestehen. Und darum haben wir gesagt, wir machen am Vorabend quasi so ein bisschen ein Nachpolterer, nicht? Aber mit der wohlerzogenen Vorsicht natürlich, dass der Bräutigam nicht unter den Tisch liegt. Der Bräutigam. Uns hat das natürlich nicht so betroffen. Und ich weiß nicht, wie dann ein anderer Freund dann heimgekommen ist, wie er gesagt hat, seine Frau hat ihm angeschaut und gesagt, sagen wir jetzt nicht, dass der Joe, so der Gassen, dass der Joe auch so beieinander ist wie du. Ich weiß nicht, was er geantwortet hat, aber nein, es war nicht so. Also es war eine wunderschöne Traumhochzeit in Altmünster und herrlich dort am See. Bei Gmunden ist das, wenn das jemand denn hat. Und also ein Traum. Wunderschön. Also beste Grüße nach Altmünster zu Bruderherz und zur Judith. Mit den Händelkrameln am Schlingerburg. Der Udis Lonig, ja, ich glaube, den gibt es schon noch. Was du meinst, das war respektive der Nemetz. Ja, Wild. Der Wildnemetz, ja. Also nicht der Wild, es gibt den Fleisch, aber der Wildnemetz, sondern es gibt einen, der hat nur Wildfleisch und eben Geflügel. Und ich glaube, der hat Händelkrameln. Bin mir jetzt aber nicht sicher, aber ich glaube, dass das der ist. Also wenn es der ist, den gibt es noch, glaube ich schon. Klaus hat gemeint, bei der Hitz schaut er aus wie ein Knackwurst. Ich glaube, das hat er gesagt. Der Christoph Acker. Christoph Acker. Habe ich das erkannt? Ich bin schon wieder am Blockieren. Selbstgemachte Pizza bei der Daniela. Super. Jawohl, das ist was Herrliches. Wenn der Knoblauch auch drin ist, kann von der Wurst nicht viel falsch laufen. Ulrich, jawohl. Ja, bei der Knackwurst glaube ich ist kein Knoblauch, weiß ich nicht. Hat auch jeder sein Rezept. Meistens, ja. Auf jeden Fall sehr, sehr leid. Ja, Rudi Korbis, ich kriege einen Hunger. Ehrlich gesagt, ja. Jetzt habe ich auch einen Hunger. So habe ich jetzt davon. Weil ich geredet. Wie sind wir auf die Knackwurst gekommen eigentlich? Wissen wir das? Wegen einem Wurstsalat. Wegen einem Wurstsalat, den du gegeben hast. Weil der Harry Schneller-Fonte auf Balkonien jetzt einen Wurstsalat reinhaut und uns als Heurigen und das heißt, wir müssen irgendwo spielen, damit er einen entsprechenden Soundtrack hat. Ne? Ein Soundtrack hoffentlich nicht, aber... Jetzt machen sie, haben wir da schon länger nicht gespielt. Ja. Der Lausbub, weil das passt nämlich zum Harry Schneller-Fonte genauso wie zu unserem Fraßzacker. Arme möchte noch im... Arme möchte neues Bierl. Ballschupfen, so geht's, genau. Zu uns zwar passt das gar nicht. Ich bin nicht arm, ich bin nicht reich, ich möchte es aber werden. Ich hab im Leben, was ich brauch, mich freut's auch so auf Erden. Mir schmeckt das Bier, mir schmeckt der Wein, mir schmeckt auch das Zigarro. Mein Herzl hupft vor Freude in den, seh ich ein sauberes Madel. Ich hab nur einen Wunsch auf doch der erfüllt sich nimmer mehr. Einmal möchte ich noch ein Bierl schupfen, wo ich voll drei Raffler steig und den behupfen. Einmal noch wie damals in den Kindertagen, voller Stolz, die ersten Morgenhosenbraun. Ausgekraxeln bei der kleinen Nachbarlucken, dem Hausherrn voller Bosheit auf die Glotzen spucken. Bitte lass mich lieber, Herrgott mein, einmal noch ein kleiner Lausbub sein. Ich bin so, wie man auf Wienerisch sagt, im Leben ganz gut geraten. Nur manches Mal, da fühle ich mich nicht gesoden und nicht braten. Da hab ich dann mein eigenes Gefühl, mein Blut pulsiert viel geschwinder. Wenn ich im Hof dran spülen seh, vom Nachbarn seine Kinder, da geht mein Herz erst zurecht, da weiß ich wieder, was ich mein. Einmal möchte ich noch ein Bierl schupfen, wo ich voll drei Raffler steg und den behupfen. Einmal noch wie damals in den Kindertagen, voller Stolz, die ersten Morgenhosen braun.
Achseln auf die längste Dachbahnlatte. Dem Nachbarn von der Bosheit sagen, du bist mein Vater. Bitte lass mich lieber, Herrgott mein. Einmal nur ein kleiner Lastbus sein. Schöne Nummer. Hallo, das war immer schon Oskar lange. Schiemer. Ja, ein Klassiker des Wiener Liedes, kann man sagen. Ein Klassiker, ja. Das kann man wirklich so sagen. Ein lupenreiner Klassiker, ja. Ja, absolut. Santos Musikautomaten ist dabei, grüß dich gut. Christoph Wacke weiß beseitigt, warum meine Großeltern immer Lausert zu mir gesagt haben. Na, ich glaube ich schon. Ja. Na, Raphael Illmeier ist auch am Start, jawohl. Servus, Raphael, grüß dich. Ja. Herrlich. Ich glaube, Tonbahn, ja, muss passen, ist alles professionell. Hat sich auch keiner aufgestellt, beschwert. Ja. Mir ist heute eingefallen, wenn wir spielen, unser so, ja, ist trotzdem, obwohl es so kühl herunten ist, aber die es ist Luftfeuchtigkeit ja, haben wir feucht ist, ja. Das ist halt das. Karin Albertine Pristonik, grüß dich Gott. Ich glaube, die waren heute schon im Kahlenberger Dorf, auch wenn ich mich nicht irre. Hast du die Social Media geschaut, ne? Ja. Nichts anderes tun gehabt, ne? Ja, gar nichts sonst. Ich war sogar für Tests mit. Ja. Mir ist mir ja eingefallen, wenn wir unser Wien-Medley spielen, das neue Wiener Medley, dann enden wir ja mit C7 und machen normal beim Weih darf's nicht Fahrt sein. Ja. Und da ist mir jetzt aber eingefallen, Karl Hodener Wehren. Ja, wo kalt ist überhaupt noch. Aber ja, wir probieren es aus. Machen wir das Medley. das Wien-Medley. Das Medley machen. Wien-Medley machen wir. Ja, Ton und Bild passt. Danke, Markus Landesstrom sagt. Santos Musikautomaten. Kennt das Lied erst vom Schmiedhansel, ja? Du bist bereit, ja? Mein Wien ist schön zu jeder Jahreszeit. Im Frühling zeigt es sich im Blütenkleid. Im Sommer aber über Nacht sind alle Rosen aufgewacht und Wien brilliert in seiner Pracht. Im Herbst, da ist mein Wien ein bunter Traum mit einem Farbenspiel an jedem Baum. Und wenn die weißen Flocken Wien Wolzer gegen leise fliegen, dann spürt man, Wien ist immer schön. Geht's weiter? Ich habe ein Stück. Ich hab ein Stückerl eures Wien entdeckt. Dort hat sich eine Gemütlichkeit versteckt. Dort rief ich alten Spezi, die Freunde das versteht sie. Dort kommen alle echten Wiener zusammen, die nur ein Herz für die Wiener Musik haben. Und ist auch manches schon dahin. Dort findest du Sticker, eines Wien. Da brauchen wir ein paar Reden, ne? Schon, klar. Dort kommen alle echten Wiener zusammen, die nur ein Herz für die Wiener Musik haben. Und ist auch manches schon dahin. Dort findest du ein Sticker, eines Wien. Viele Lieder von Wien und vom Wein singen Menschen, ob groß oder klein, ob in London, Paris und Hawaii. Jeder denkt sich im Stillen dabei, dass der Wiener immer fast so schwimmt und den ganzen Tag gegen nur stinkt. Und dass auf der Nacht in sein Bett nur schläft bei einem Schrammelquartett
Ja, das hat wieder erzählt, ihr bläsen nur gelacht und hab ihm drauf aufmerksam gemacht. Ja, was weiß denn die Welt, was ein Werner Herz fühlt, wann die Gang ganz leise ein Straßenwalzer spielt, wann ein uralter Werner vom Häuserbuch singt und die Stimme von dem Vater ganz ziedrig herging. Ja, was weiß denn die Welt von einem Weindel in Wien, den das Weindel dort steht in einem Bedecker drin. Das Geheimnis verraten wir nicht, weil das doch nur ein Werner versteht. Ich möchte gern heim zu dir und meine Haberei. Dran jede Nacht von dir und von meinem Bier im Stammlokal. Stehen da in Beisel noch, die gingen mir so und der Wolken grad so da. Ich bin schon ganz bei der, in San Francisco heißt es da und ich find da kein Hocken mehr. Haben's mein Bruder und Luftballon geblasen hier zu mir, dass ich was hab von dir wär. Schabadaba. Du vergisst mich nicht, hab dich gekränkt, hab dich verlassen, du. Da war ich jung und blöd, da haben die Steiner auf der Gassen im Bussel so die an. Kennt ich nur heim von da, schau mir da drüber, im Bussel so die an. Kennt ich nur heim von da weg. Yes! Na bumm. Na, was hat er denn? Hätte man vielleicht früher anschauen sollen mit die Nummer. Aber fast erwischt. Aber fast, aber es passt zum Mädel ein bisschen dazu. Passt zum Mädel. Passt gut. Passt sehr gut. Passt super, ja. Kann man sagen. Kann man sagen. Ja, kurz wie stimmt. Dieser Hase hinter der Klampf ist ja Hase. Was glaubst du, was hinter der Quetsch ist? Das haben wir oben stehen so. Du so. Aber echt gefällt, glaub das schon. ist das Allerwichtigste, das Allerschönste. Jetzt habe ich während dem Dings etwas übersehen, den Zeigefinger zu heben. Musst du den Finger heben? Christoph Acker, mach ich heben. heute den Anfang Prost. Trepfelbad bei der Hitz wäre schon schön. Ja. Ja, ein Trepfelbad. 5 €, ein Superjet, danke. Dem edlen Spender. Danke schön. Zum Wohl. Wenn wir einmal Wasser noch nachschenken. Schenk mir vielleicht nicht nur Wasser noch. Der Raphael immer sagt, Patrick, ein Meister der Harmonika. Danke Raphael, danke dir schön. Danke, Nein, du schon leider das Mädel. Danke. Ja, aber das passt gut rein, grundsätzlich. Das. Wenn wir dann direkt anfangen, das müssen wir uns noch anschauen. Das war ja jetzt eine Feierprobe, egal. Wie sagt man Feiertaufe? Ja, ja. Das haben wir so nicht. Leider wirklich muss ich die Brille wieder aufsetzen. Ja, besser ist, wenn man das verschießt, das ist auch ein Ding, ne? Fritzler Startguss, jawohl. Die Achteln. Die Achteln, der Landesstrom hat die Bierkriege eine. 18 in Ordnung. Der Wein schmeckt mir vom Strauch an, muss ich sagen. Ja, das ist Der gut. hat so ein gutes, so ein zitroniges, so Zitronen. Der Schankwein vom Strauch, ich meine, das ist ja überhaupt so. Einen Auch klar. guten Wirt oder Heringer kennst du ja am Schankwein.
Nicht? Weil der muss schon was kennen. Und in Strauchhänsel sei Schaumwein, das ist super. Die kannst du echt pur auch wunderbar trinken. Und also ich hab den sehr gern. Christoph Acker, das ist gut. Die Buben sind voll auf Homeoffice. Oben mit den Händen auf Business und mit der Hosen auf Party. Na, wenn man das auf das Businesshemd sieht. Sandos Musikautomaten. Wie hieß das vorletzte Lied von Medley? Hat mir sehr gut gefallen. Ja, was war's denn die Welt? Ja, was war's denn die Welt? Wie der Refrain, ja, was war's denn die Welt, was ein Werner Herz fühlt? Ja. Ich glaube, wir haben sogar schon Auch aufgenommen. bekannt als Untertitel viele Lieder von Wien und von Genau. Rhein. Haben wir aufgenommen. Ich glaube, wir haben aufgenommen, findest du, glaube ich, auf unserem YouTube-Kanal. Ich glaube, du findest es auf unserem Haben wir aufgenommen? Ja. Wenn nicht, schreibst mir. Und im Unterschied zum letzten Mal, wo ich dich ja kläglich im Stich lassen habe, es tut mir mörderisch leid, dass wir uns da nicht getroffen haben in Wien. Aber es ist ja einfach hinter und vor nicht ausgegangen. Aber im Unterschied zu damals würde ich da dann reagieren und wir hätten schauen, dass wir das Lied möglichst schnell auf dem Kanal aufbringen. Ja, Weil genau. das ist wirklich eine schöne Nummer. Ja. Wirklich schöne Nummer. Wildcat ist auch da. Servus, die muss hakeln heute. Schön, dass du trotzdem vorbeischaust. Grüß dich Gott, Wildcat, das gefällt mir. Na, du, wie gesagt, für dieses Wetter, für diese Temperaturen, 30 Zuschauer, muss ich wirklich sagen, Hut ab, absolut leibend. Und ja, warte, jetzt mache ich gleich ein bisschen ein Werbeding. Erstens einmal schaut's nicht, wann ich mal einblende, nur zur Information, dass man natürlich jederzeit, auch wenn man nicht direkt bei uns hier sitzt, jederzeit ins virtuelle Körperl, in den virtuellen Hut, ein Geld reinhauen kann. Sprich uns was überweisen oder über PayPal zukommen lassen kann, ein Schmattes für die Musik. Das ist einmal das eine. Ich habe es eingeblendet, man findet es aber auch in der Videobeschreibung natürlich de facto, also zumindest in die, ja, na, und auf der Homepage. Auf der Homepage findet man's sowieso, natürlich klar. auch, ja. Also man findet es. Das ist das eine. Dann wollte ich jetzt eine Werbung machen für August schon wieder. Ja. Warum? Weil ich möchte halt wirklich den Saal möchte man vollkriegen. Es handelt sich ums Skonarium in Bad Schönau, wo wir ja gesagt haben, also da kommen ja einige Bikerfreunde schon, dass wir vielleicht wirklich schaffen, dass wir vorher oder nachher, also schauen wir mal, wie es aber am Tag vorher, dass wir vielleicht wirklich eine kleine Hausrunde tragen können dort. Ja, also das soll auf jeden Fall sehr leibend werden, wie ein Konzert im neu gebauten Skonarium, das ist jetzt der neue Saal, ist wirklich leibend dort. Du warst ja noch nicht dort. Ich war noch nicht drinnen, nein. Naja, dass der Corona Ja, klar. und so. Das ist quasi. Sonst war mir schon eingefallen. Früher hätte man gesagt Mehrzweckhalle, aber das wäre eine Frechheit. Das ist eine Frechheit, zu sagen. ne? Das wäre eine Frechheit, das ist kein Mehrzweckhalle, sondern es ist wirklich ein neu gebautes, wunderschönes Gebäude. Also passend mit einer Dauerausstellung über das Heilwasser respektive das Gas, ne? das Kohlensäuregas, das wir in Bad Schönau haben. Und dann gibt es halt einen hervorragend ausgestatteten Konzertsaal, der alle Stickel spielt, technisch, akustisch, wirklich ganz leibend. Und Ja. da haben wir ein schönes Bild einmal gemacht, nämlich die ist noch nicht da, gell? Vicky ist glaube ich noch nicht da, der Marvio ist noch nicht da, aber jetzt da müssen wir es einfach einblenden. So, da ist schon die Vicky, wie sie vor dem Bildschirm im Skonarium steht, wo gerade zu dem Zeitpunkt auf unser Konzert hingewiesen wird. Also Ja. Samstag, 21. August in Bad Schönau, das mich freuen, wenn ihr dabei seid. So, das war ein bisschen eine Werbung in eigener Sache zwischendurch. So, oder ne? Wieder weg. Ich blende das Bild aus und man sieht sofort den Patrick in seiner Manier. Ja. Ja genau, das ist wirklich arg. Der Christoph Acker sagt, das ist gut. Das muss ich direkt einblenden. So. Das wirklich Arge am virtuellen Hut ist, dass man dann nicht nur am Montag was reinhauen kann. Absolut richtig, man kann eigentlich permanent, Rund um die Uhr. laufend, 24 24 Stunden, Stunden. Ja. 7 Tage die Woche, gibt ja Feiertag gar nichts, da kann man permanent was reinhauen. Ja? Danke dir für den Hinweis. Raphael Hillmeier, Klaus, hast du mich schon gefunden auf WhatsApp? Naja, ich habe den nicht gesucht auf WhatsApp, aber ich habe, weiß ich nicht, hast du mich da angeschrieben oder was leicht? Mit einem Nachschauen. Jawohl. Ah, ist nicht erfunden. Ich habe die schöne Madel nicht erfunden. Das ist ein schönes Lied. Haben wir noch nie gespielt. Ja, die schöne Wieder was, da bin ich mir jetzt ein bisschen. Ja, aber das ist auch ein schönes Lied. Oder? Ich sage mal, unser letztes Gerstl für die Musik einzahlt. Die Skyline von Wien wäre was ganz Leibendes. Der Ja, Dankeschön. das ist super. Ja, das machen wir. Machen wir gern.
Bild von der Wiki kannst du eingeblendet lassen, das glaube ich da. Schrammelmontag im Bockhiller? Nein, sind wir nicht. Nein, sagen wir nicht. Habe ich Harry Schneider-Fonte angeschlossen und habe denselben Musikwunsch. Fritzl Stadtguss. Naja, gut. Doppelter Wunsch plus Einzahlung, das ergibt ja fast eine Verpflichtung. Aber musst du jetzt erst einen Schluck trinken. Ja, ich nehme auch noch an, das passt super mit dem Liquid, was ich da Wie drin gewollt? habe. Das steht dir vor. Das ist Na, so ein Klick. so Limetten mit schwarzen Brombeeren. Und so. Der ist ja recht angenehm, also ich rieche fast gar nichts. Es hat fast keinen Geruch. Ja. Geschmack sehr intensiv, Limette, Rohrzucker, Brombeeren und ein gescheiter Schuss Menthol von mir noch reingehauen. Ja, das ist ja schön. Ja, aber man riecht also das- gar nichts. Das nehme ich nur. Man riecht nichts. Ich dampfe mit dem kleinen Dampfer, mit den 20 Watt eingestellt. Da. Normal dampfe ich mit 60, 70. Ne? Ja, Schrammelmontag im Bockhiller. Nein, da sind wir nie dabei. Ja. Bin auch bei Harry und Fritzl, Landtalstromer Markus. Jawohl. Nein, wie gesagt, jetzt kommt gleich das Skyline. Und nur zu dem Schrammelmontag noch, gibt es ja vom Bockhiller. Ist ja eigentlich eine recht leibende Geschichte grundsätzlich. Es ist, glaube ich, so wie war es, eher so aufgebaut auf Session-mäßig. Also da kommen halt die Musiker, werden auch, nehme ich mal an, meistens die gleichen Die sein. Neulinger Konzertschaumen spielen einmal zuerst durch. Genau, das ist die Stammpartie quasi. Ne? Und dann Ja. können Leute einsteigen quasi. Wie bei einer Jazz. Ja, Session so quasi. ungefähr. Jam Session. Und es ist ja das so, das ist quasi so eigentlich eine leibende Idee, nur erstens einmal muss ich ehrlich sagen, wir sind nicht gefragt worden, das war eher, also da muss man ein bisschen diva sein. Ne? Da muss man ein bisschen diva sein. Was denn? Wir sind nicht gefragt worden, beziehungsweise es ist schon so quasi allgemein eingeladen worden, die Musiker. Also würde ich in Ottergang, oder würden wir in Ottergang wohnen, hätten wir vielleicht das eine oder andere Mal hingeschaut. Du zeigst mit dem Finger. Ich sehe rot. Bist schon, der Rocker! Rocker. Jesus, na 50 €! Jawohl. Einsamkeit! Danke. Und Ludwig? Ah, ich weiß schon, der Läusel. Der Läusel? Ja. Ja. In Ludwig Hirschmanns, Danke. ne? Ich muss sofort das Glas Der ergreifen. Knackwurstkranz, 50 €, hast du nicht vertippt, Rocker? Zum Wohle. Danke schön, sehr zum Wohl, ja, das werden wir machen. So, jetzt müssen wir es aber uns schon merken. Dann fangen wir mit der Skyline an. Das Geil, fangen wir Gehen an. wir es an. Leiten über zur Einsamkeit. Zur Einsamkeit, ja. Ja. Jaco Speed ist im Raum. Roman Buchter. Jawohl. Roman Ja, Buch. jetzt muss ich jetzt, liebe Grüße aus dem Nachtdienst. Aha, das heißt, jetzt ist der Foto drauf. Weil beim letzten Mal, ich weiß mich nicht, ist der Foto oder der Bur. Hassen beide Roman? Ja. Aber ich nehme an, Nachtdienst klingt fast ein bisschen nach einem Papa. Oder ist? Nein, klar. Ja. Christi, auf jeden Fall große Freude. Na super, na Sandros Musik hat da, die wird sicher leibend. Pass auf, schließen wir das noch kurz an. Wird sicher leibend, dort am Montag. Es ist nur so, jetzt unabhängig jetzt von Corona und dem Ganzen, wir spielen immer wie, so wie viel. die Wilden und außerdem Montag geht ja gar nicht, aber Montag ist Pavlatschen. Das fällt mir jetzt erst ein, das Das hätte noch nicht dazu. gehen. Weil da steht die Ich Pavlatschen mache das eigentlich, muss ich ehrlich sagen, das ist die letzten Jahre, schon viele Jahre immer. Ich gehe fast so keine so gar nicht. Musikanten-Stammtische. Man interessiert es nicht dann Spielen. Das ist nicht best gemeint, aber alle Gitarren verstimmt, 10 Harmonikas, alle anders gestimmt und dann wird zusammengespielt. Das hat mir als pur taugt. Das war super. Musikantenwochen, Leibern, bis in der Früh zusammengespielt mit allen Leuten. Ich mache das nicht mehr jetzt. Nein, Wenn muss es nicht. sich spontan einmal wo ergibt, wenn wir wo sind, Leiband, aber dass ich extra wo hinfahre zu einem Stammtisch, nein, will ich ehrlich nicht, ehrlich gesagt. Ist nicht besser, überhaupt nicht, gar nicht. Ich verstehe auch, wer hinfährt dort. Ne? Das ist ja Leiband. Ne? Aber für mich nicht. Der Klausi sieht das genauso, glaube ich. Ne? Absolut. Das ist. Nein, das sagt immer die sagen wir andere Musikerkollegen. Also, Da haben wir die gleiche Ding. das Ja. Entschuldigung, dass ich jetzt da nebenbei da am Handy. Nein, weil der Raphael Ilmeyer gemeint hat, er hat. Meine Nummer habe ich bei Instagram gesehen. Da muss ich dann schauen, Raphael. Ich glaube, die Nummer, eine Wunschnummer, jetzt habe ich geschaut. Aber der Sandro hat natürlich schon auf einen Fragesticker auf der Instagram-Story, habe ich gepostet, bin ich nur draufgekommen auf meinen und nicht auf dem 16er Punkt, ist ja wurscht. Oh. Und da habe ich gefragt, welche Themen wir eigentlich so behandeln sollten. Oder was gewünscht ist, worüber wir reden soll. Nicht jetzt Liederwünsche, weil das kommt immer, aber halt welche Themen. Und da hat der Sandro geschrieben, Schrammelmusik im 21. Jahrhundert, Nachwuchs etc. Ja, da sind wir fast dabei, aber das werden wir uns natürlich im Beta halten. Das Thema werden wir sicher mal
oder immer wieder mal anspreche. Ist sehr interessant. Gut, ja. Marvi hat geschrieben, warum ihr so selten lokale Ausdrücke spielt. Also falls heute Marvi hofft, der zuschaut, zukommt, die werden beim Stall sein wahrscheinlich, dann werden wir, sobald ich wieder raus wieder, dann werden wir das natürlich spielen. Das ist ganz so, jetzt muss ich schauen, 16 ob da was. Jetzt komme ich da durcheinander. Nein, war eh richtig. Es ist eh nichts. Es ist eh nichts passiert. War eh nichts. So, haben wir alles durch. Trefferbot kommt auch, na, Christoph Acker, vergessen wir nicht, die vergessen wir nicht. Ja. Mein Wein ist mein Liquid, Arisch Fonte, sehr in Ordnung. Sehr in Ordnung. Franz Brandwein ist auch dabei. Na gut, also, Herrschaften, jetzt gehen wir so. Skyline. Skyline. Ja. Wieder einrichten. Ich bin da schon mit Stockerl, das ist schön. Seit 20 Jahren gelernt ist, dass das Leihwand ist. Ja, aber man, da im Studio fällt es nicht auf, man sieht es nicht im Bild. Und beim Heirigen komme ich mir deppert vor meinen Stück. Es ist es so. Ich habe lieber einen Fuß am Koffer oder auf irgendwelche Taschen oder auf irgendwelche Bangeln oder eingerauft, ja, bevor man das Stück. Nein, ich will es nicht immer mitzahlen. Das geht. Das ist wieder Gewicht. Und die Taschen, wie du weißt, ist eh schon so Könnte schwer. so ein Stockerl bei mir ins Auto liegen einfach. Naja, dann musst du immer mitzahlen. Ja, sicher. Das Leibwand, das geht. Kein Problem. Das können wir machen. Das passt nicht in die Quetschentaschen noch rein. Das zusammengelegt ist. Du schaust halt auf den Kollegen, das gefällt mir. Ja. Das gefällt mir. Wie geht denn das jetzt? Das bin ich Du der. fängst damit. Und dann aufs E, ne? Oder aufs Aufs A? A. Aufs A, ne? Das Ja. war. Da war jetzt so. Aufs A geht's, jawohl. Warte, nein, Moment. Da muss ich jetzt wirklich einblenden, kurz. Da muss, nein, das passt, weil ich war Frühstück mit meinem Munkelein. Wo war es an der Donau oder was? Der alten Donau. Schön. Sehr schön. Das muss ich einblenden. Alte jetzt. Donau ist schön. Das ist sehr schön. Ich bin gespannt, was er einblendet. Das blende ich ein. Weil das muss ich jetzt da. Das Da dampft dabei noch was, das Dampfen. kann noch dauern. dampft noch, wer weiß. Warten. Pass auf, nein, aber dann machen wir das mich würden. Außerdem hat er so eine wunderbare Einleitung, der Klaus, für die Nummer, die kann ich genießen. Da brauche ich nicht mitspielen, das ist schön. So, jetzt kommt gleich, entspannt euch. Ihr müsst entspannt sein. Ui, das braucht aber ganz schön lang. So hat wahrscheinlich, was weiß ich, 50 Gigabyte oder so. Ich hab schon. So. Hallo? Ah, das Schaut euch das an. So, das muss ich jetzt anders machen. Jetzt muss ich da. Pass auf. Schaut euch das an. Patrick sieht es nicht. Jetzt ist schon wieder weg. Warte mal. Jetzt muss ich so hin. Ich sehe es erst dann, wenn es ihr seht. Das ist ein Baunkau, weißt du? Und das geht's. Na komm, du. Ist schon da wieder. Jetzt sehe ich es auch. Ich will das verkleinern. Das ist eh schön. Nein, ich will das verkleinern jetzt. Damit man uns auch sieht. Nicht? Kann man das nicht da irgendwie? Bei mir ist schon wieder weh. Nein, ich kann es nur so. Macht nichts. Okay, ich hätte es da so gerne. Ich habe es leider nicht zugeschnitten. Aber sonst hätte ich da das mache ich fürs nächste Mal. Ein Profi. Skyline. Nein, da decke ich alles an. Okay, das müssen die zuschneiden. Nein, wart. Das wird immer kleiner. Ist ja wurscht. Aber da haben wir es jetzt eingeblendet. So. Jetzt sehe ich nur einen Straf, aber uns nicht mehr. Was? Genau über uns. Ja. Wie Nein, jetzt ist schon Beamtenzeichen. richtig. Du bist da hinten auch mit allem. Also das Geile mit Blick aus von der alten Donau, man sieht das Original gar nicht. Ich tue es wieder weg, aber ich tue es dafür dann wieder ordentlich rein. Aber ich sehe schon, da kommt ein Herzl, glaube ich, von irgendjemandem. Von Fritzl wahrscheinlich. Fritzl, so wunderschön. Ja. Schaut sich das an. Da waren wir frühstücken, ganz gemütlich. Schau. Und da haben wir hinten auf einen Teil der Skyline. Wien hat ja unglaublich viel Skylines. Ja. Egal von welcher Seite du kommst, und es schaut immer anders aus. Eigentlich nur eine, aber. Es schaut immer anders aus. Aber das wollte ich jetzt zeigen. Das wollte ich jetzt noch zeigen. Ja, weil das als richtige Einstimmung zum Lied.
Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, dem macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, dem macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Man kennt fast sagen zu jeder Zeit, spiel den Trottel für die Leute. Und manches Mal platzt wie der Grauen. Da geht den Wursteln, niederschlagen, den Kasperl spülen, das stört mich nicht. Dank an meinem Freund, der zu mir steht. Ein guter Freund hat immer Zeit, mein bester Freund heißt Einsamkeit. Und bin einmal ganz allein, so sind wir denn noch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und wir einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde ein. Wenn ich wohin komm, sagt man gleich, unterhalt mich, komm ich lade dich ein. So mach mir Hetze ungeniert und krieg meinen Rausch so finanziert. So lachen wir beim Weinverein, aber trotzdem bleibt man nur ein Freund. Ein guter Freund hat immer Zeit, mein bester Freund heißt Einsamkeit. Und bin einmal ganz allein, so sind wir denn noch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde ein. Und hat das Leben das Ende mir gebracht, kein Mensch mehr über mich dann lacht. So macht die Augen langsam zu
und geh allein ich dann zur Ruhe. Nur einer gibt mir noch Geleit, es ist mein guter alter Freund, die Einsamkeit. Mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann schlaf ich einfach ganz tief ein. Schön. Eine kleine Stimmungsmusik ist vielleicht fällig, aber. Ich glaube auch. So wie die Gitarre klingt, aber schon die Achteln. Ja, eine Orgenrote Achtel, muss ich sagen. Danke euch, danke. Es ist. Zwischenapplaus, Markus Pristonik, schau, danke. Pristonik, ja, die waren heute beim Taschler, glaube ich. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich glaube fast. Zumindest im Kohlenberger Dorf waren sie. Ja, großartig. Ich danke euch vielmals. Danke euch, danke. Ja, jetzt muss ich mal nachstimmen. Aber während ich nachstimme, wir haben eine neue Challenge heraufbeschworen. Man sieht vielleicht ein bisschen an der Oberkleidung von Patrick. Nämlich, Ich mache mich etwas frei. wie alt ist der Hawaii-Hemd? Wie alt ist der Hawaii-Hemd jetzt da? Naja, So ich schnell muss alt. mindestens 25, 26, ich bin da noch, ich war noch in der HTL damals, definitiv. Und Ist auch so. hab noch, also, so alt wie meins. ja, glaub ich. 25 Naja, oder so alt 26 kann habe es ich Zeit. sein. Ein bisschen Also jünger, aber- 17, 18 muss ich da best sein. Habe ich von meiner Großmutter geschenkt bekommen. Ja. Die haben mir eins gewünscht, ich wollte da ein Hawaii-Hemd haben. Ja. Du hast ja sogar Segler drauf und alles. Also da ist ja, Nein, das ist ja echt. da geht es ja an. So eine Marke, wir sagen jetzt nicht welche, das ist die Oma ist da extra in die Stadt reingefahren, wie man sagt. Die Oma ist in den Stad eingefahren. Ja, hat man das zum Geburtstag geschenkt. Siehst du, meine Mama ist zum Kick gefahren, nicht? Das ist halt auch wieder. Nein, die Oma hat mir gleich natürlich die hat keine halben Sachen gemacht und hat mir ein echtes, nicht von einer gewissen Firma. Ja, fest, war fest. Aber auf jeden Fall. Dafür hat es bis heute erfahren. Gut, hat deins auch, nicht? Aber, Nein, es ist ja noch voll da. dass die Geschichte hier zu diesem wunderbaren bunten Hemd, ja. Ich wollte das schon ausarrangieren, also Ja, eben. ausrangieren. Weil, Eigentlich, aber warte, ich stimme das fertig, Stimmt dann fertig, erzähle ich aber die da Geschichte, kommt um was da dazu. geht. es gibt eine Challenge eigentlich. Eine Challenge. So viel kann ich schon verraten. Aber die hat der Klaus heute geboren, Vormittag. Ja, ich war heute geboren, dank der Zusendung vom guten alten Fritzl Startguss, also guter alter im Sinne von, was das ist ein Liebestatscherl, ein Erbales. Heißt nicht, dass du alt bist, oder so, sondern es heißt halt, der gute alte Fritzl Startguss hat auf meinen Wunsch hin, hat er geschickt ein Bild, nämlich von sich in seinem Hemd, das er uns das letzte Mal schon geschickt hat, nachdem ich ja unglaublichen Mobbing-Angriffen mir zur Wehr setzen habe müssen, wegen meinem Hawaii-Hemd, vom Kick. Ja, Heute habe ich das. Heute habe ich das als Testbild auch. Ein Leinenhemd, das ist auch farbenfroh. Und dann habe ich mit Patrick gefragt, Patrick, du hast ja auch so bunte Hemden gehabt. Ich brauche von dir ein Bild oder was. Ja. Und jetzt hat er dann gesagt, ich finde die keine. Schrauben schon bei mir. Und man dachte, nicht einmal T-Shirts bunte. Was ist ein Flamingo-rosa Poloshirt hätte ich. Nicht? Aber das zählt aber nicht. Das ist nicht. Alles bunt ist, alles ausrangiert und kam zu Humana, Caritas und sonstigen und dergleichen. Ja. Der Frisser Status ist gut, ich bin alt. Nein. Und dieses Gewachsen. wunderbare mindestens 25 Jahre Hawaii-Hemd von der Firma BO war bereits beim Faschingsgewand. Die Elisabeth, meine liebe Freundin, sofort eingezogen und gesagt, na, ich kann damals nicht. Ja. Also ich hab's gar nicht gewusst bis heute, weil ich gesagt habe, fix, ich brauche da ein Hawaii-Hemd. Ich bin heute extra noch nach Mistelbach gefahren, in diverse Kaufstraßen und wie die alles, was weiß ich, wo ich da waren. Na glaubst du, es gibt bunte Hemden da in meiner Kresse, aber dann, wenn du sowas willst. Und am Abend kam meine liebe Frau nach Hause und ich gesagt, du, ich brauche ein buntes Hemd. Und sie grinst und sagt, das Hawaii-Hemd habe ich aufgekommen.
Das ist bei den Faschingssachen. Und dachte, eine Rettung ist sofort wieder belebt. Ja, absolut. Und das war schon dumm. Bitte gib's nicht wieder zu den Forschungssachen. Also, Das war schon ich dumm. wollte jetzt schon zur Caritas. Und dachte, Nein, bitte, um Himmels Willen, schau dir das an. Das ist ja im feinster, Ja, es nur ist- im feinsten Schnitt alles. Ja, es ist mir nämlich, man sieht es nicht. Ja. Und ich habe mir im Laufe der Jahre etwas eng geworden. Es geht noch, es geht noch. Die Johanna duschen so nicht. Gratuliere, dass das Hemd noch passt. Ja. Da passt und bei meins ist, da war viel mehr drinnen. Schon. Ich meine, es war natürlich an sich schon lockerer Kauf. Also ein Leinenhemd geht ja locker, nicht? Aber ich Aber war es ganz ist- locker. aber das ist schon Die Oma hat sehr, gemeint, ja. dass der Burli noch reinwachsen Ja. kann mit 17. Und ich war mit 17 so groß wie heute. Ich meine, der Umfang war noch Das nicht stimmt. so. Aber Die Größe ist schon ja, an 86 Die Burli Häken- haben schon die Häken. die dünne Luft hast du damals schon geatmet, ja. Aber das, ja, das war ein bisschen, aber das passt. Aber ja, das, und auf jeden Fall, also wir starten unter dem Hashtag Mut zur Farbe, entlehnt vom Friedensreich 100 Wasser. Ich glaube, der hat das wieder gesagt. Ich weiß Ja, nicht, ja. Mut zur Farbe, ja. Das ist, aber Mut zur Farbe, Hashtag sozusagen, und heute startet bei dieser Challenge, und weil es heute mit dem Fritzl-Status startet, benennen wir diese Challenge auch schlicht und einfach unter uns die Fritzl-Challenge. Wobei ich mir dann schon gedacht habe, als Österreicher etwas Fritzl-Challenge zu nennen, könnte natürlich daneben gehen. Das geht. Ja. Ist schon lange her. Naja, aber es ist immer noch Aber- bekannt. Aber auf jeden Fall, bitte einen Applaus, und vor allem möchte ich jetzt wirklich darauf hinweisen, einen enormen, wo ist er denn überhaupt? Da. Eine enorme Orgie an rote Achteln bitte jetzt da. Jawohl. Für den Fritzl-Startguss, der die Fritzl-Challenge Mut zur Farbe eröffnet heute dem Reigen, und schaut sich das an. Staatlich, herrlich bunt, ein Traum. Ich trage mir irrsinnig gern so das Hemd, was der Fritzl da auch hat auf dem Foto zum Beispiel. Ich finde das großartig. Das Aber ist absolut das war bei mir jetzt alles heuer, war alles im Frühjahr so weit. Ich habe mir alle angeschaut und habe mir gedacht, das ist auch schon angestoßen, der Kragen, und so. Aber das So. kann ich mir anziehen. Nicht? Jetzt habe ich keine bunten Hemden mehr. Die hat keine bunten Hemden. Also. Furchtbar. Ich habe auch nicht viel, weil ich nicht viel Hemden trage mehr, nicht? Aber die Hemden sind Airbag-kompatibel. So sagt man das. Schau die Achtel von eine. Jawohl. Fritzl, das sind für die. Fritzl, das sind für die. Genau so gehört das. Der Landtagsstube geht morgen in Rente? Na echt? Na. Na, wirklich? Na. Na. Na, Blödsinn. Morgen schon? Na, das ist ein Schmäh. Also man ist so alt, wie man sich fühlt. Ich gehe mal in der Ende. Nein. Du musst noch weiter hakeln, Fried. Markus, weil man irgendeiner muss das schon noch die Schoße am Laufen halten. Ja, die Beach Boys von Wien, Raphael Illmeier. Ah, genau. Ja, der Harry Schneider Fonte sagt, Patrick, das Geschenk wurde mit Weisheit gewählt, mit Weitsicht gewählt, Ja. es passt noch immer. Weitsichtig war die Oma. Ja, Ja, weitsichtig. das war immer, ja. Schau, die Achtel von eine. Thomas Bastleck ist dahin, gute Nacht, fit euch gut, steht das dabei. Gute Nacht. Schau das an. Ich werde rot, Fritzl, Startguss. Ja, sagen wir ja, Mut zur Farbe. Mut zur Farbe. Genau. Na, ist das ja herrlich. Und Aber natürlich, der Christoph Acker war schon wieder frech, glaube ich, oder? War das der Acker oder was der schneller Fonte? was jetzt wo? Ich meine, du hast da die Tischdecken umbunden. Sowas Ah, kommentiere ich schon aber- gar nicht. Das kommentiere ich schon gar nicht mehr. Hat mir aber gefallen. Eine gute Point. Aber der Harry Schneider Fonte sagt, dann ist der Fritz ja ein Startkuss. Ja, absolut. Stimmt, ja. Und jetzt geht es natürlich auch. Jetzt müssen wir nicht darauf ankommen. Da er sicher vom Zocko. Rocker, herrlich. Der braucht einen Weinkeller, um die unterzubringen. Was? Aber nichts, was so arg ist. Aber ja. Ja, im Ding dauert noch 7 Jahre, Markus. Eben denke ich mal, es war ein Schmäh. Ja, Mit der Rente. eben. Auf jeden Fall, meine Herrschaften, hat jetzt der Fritzl Startkuss den Startkuss gegeben. Den Startschuss. Ja, für die Fritzl Challenge, oder wie wir es nennen, Mut zur Farbe, und unter dem Hashtag Mut zur Farbe, wurscht wo, auf welchen Plattformen, haut bitte ein Büdel von euch in einem möglichst bunten Hemd oder bunten Outfit. Muss kein Hemd sein, kann natürlich ein Leiberl sein, ein Jacken, was auch immer, ein Hut, keine Ahnung. Schuhe, Aber bunt. Schuhe sind Schuhe, sehr gut. Socken. Socken, ja. Also Mut zur Farbe, bitte macht es aber, weil es einfach eine Gaude ist. Hat keinen besonderen Wert.
Das ist lustig. Ist lustig. Und zwar, Das ist der Mehrwert ja schon. hat es eine, also irgendwo auf unseren Plattformen, wenn es geht, also entweder auf 16er Burm auf Facebook oder auf 16er Burm auf dem, also da kann man glaube ich nicht für andere, also geht nur eigentlich nur 16er Burm Facebook oder ihr schickt es uns und zwar hätte ich gesagt per E-Mail, also entweder über Facebook, über Messenger, aber wer dort nicht ist, über E-Mail und zwar Büro@16erburm.at. Die schreibe ich jetzt eine. Die schreibe ich eine. Ja, So wie es auf der Homepage steht, das kommt dann nicht zu mir. Alles, also Buero, gell? Buero, ja genau. Buero@16erburm.at, ja, und dort mit dem Hashtag Mut zur Farbe. Das ist quasi unsere eigene Mut zur Farbe. Das ist quasi unsere eigene Regenbogengeschichte. Da darf man jetzt hier nicht lustig machen. Sonst Der Fritzl Statko schreibt gerade, das Hemd ist von einem afrikanischen Schneidermeister, der hier immer auf dem Maimarkt ist. Heißt Fritzl, sowas hätte ich auch gern. Ja, das ist leibend. Aber Fritzl, das ist jetzt ein ganz wichtiger Hinweis, weil ich ergänze den Aufruf, nicht nur, also dass man Büdel von sich postet oder uns schickt, was wir dann in der Pavlatschen natürlich herzeigen dürfen sollten, sondern auch eine kurze Geschichte dazu, woher das kommt. Also wie man zu diesen Kleidern oder zu dieser Kleidung kommt, ja. oder was man immer hat, nimmt. Es war einfach lustig. Es war einfach lustig. Beim Kick, also gekauft hat. Na wurscht wo. Wurscht wo, um die ganzen Achtel unterzubringen. Ja, das ja super, Sandra. Daniel Schlöger schreibt, eine Challenge, bei der ich nicht mitmachen kann. Meine Kleidung besteht zu 98% aus Schwarz. Ja, aber du wirst was Buntes finden. 2% hast du noch. Eben. Und wie wir schon gesagt haben, es kann ja schwarze Kleidung, rote Socken sein. Zum Beispiel. Ja. Also, geht. Finde ich geht. Wir machen das ziehen wir durch und ich möchte euch jetzt den Preis präsentieren. Ja, wir haben uns lange überlegt, nämlich was ist wirklich würdig. Und das Würdigste, was es da gibt, ist, wir haben was zum Trinken uns überlegt. Das sag schon her. Also wer das beste Outfit hat, das wird dann gewählt, der gewinnt die angebrochene Flasche mit Taxa, dass wir sie endlich loswerden. Nein, ist ein Scherz. Scherz. Das ist ein Liquid für den Patrick. Das ist kein Liquid für Patrick. Das ist ja Wahnsinn. Ui, vom Acker kommt schon was rein. Mut zur Farbe, wie ist das noch? So, pass auf, was hat der Acker geschickt? Ich weiß, es muss nicht jetzt das. Was das alles? Das muss nicht jetzt jetzt davon in Kosten. Die Challenge läuft schon eine Zeit lang, jetzt dann weiter. Das ist ja heute der Beginn erst. Heute der Beginn, also das läuft durch, bis wir sagen, oder bis halt keiner mehr was schickt, oder vielleicht schickt ja gar keiner was. Die Politur, die schenkst am besten in Hubert Neumüller. Dann würde die nächste Gitarre, die er für dich baut, soll er die Decke damit beizen. Ja. Das ist ein super Vorname. Ich weiß nicht, ob der noch klingen wird. Die Bauern verbindet für ewig. Nein, der Metaxa, der wird irgendwann mal versteigert. Der wird irgendwann einfach berühmt sein. Diese Flasche Metaxa wird irgendwann dermaßen berühmt sein, also irgendwann, damit meine ich jetzt in ein paar Jahren, nicht in ein paar Monaten. Es schaut aus wie der Urin von einem schwersten Nierenversagen vor dem Tod. Naja, gut. Nein, riecht aber anders. Das ist mutig. Ja, aber er schmeckt nicht. Ich kann es jetzt mal wieder probieren. Es schmeckt nicht. Es wird auch nicht weniger, die Flasche. Die ist schon seit Jahren. Ich muss den nachtrinken. Aber es wäre natürlich schon interessant. Naja, aber wenn man jetzt sagt, man macht einen Preis, dann würde es bedeuten, dass das beste Bild gewinnt. Das will ich eigentlich gar nicht, weil es gibt nicht das Beste, sondern das soll einfach lustig sein. Also leibend sein und man lernt sich ein bisschen kennen. Der Neumüller in Lenkris, ja genau. Der baut die wunderbaren Instrumente vom Klaus, ja, der Hubert. Die Urfarbe damit. Metaxa macht jedes Hemd schön, ja, aber da brauchst du einen anderen bitte. Was haben wir da? Na herrlich. Chris Rexer ist auch dabei. Na, aber das machen wir. Also bitte, lasst uns bitte nicht hängen. Macht's mit, schickt uns einfach, wie gesagt, entweder per E-Mail oder über Facebook. Schickt uns ein Büdel, so ähnlich halt wie der Fritzl, in einer entsprechenden Wandung. Mut zur Farbe als Hashtag und ja, so ist das gedacht. Und warte mal, jetzt haben wir einen noch in Christoph Ackmann, heute ist wieder außer. Na, das ist ja blöd.
Also ich habe die größte Freude mit sowas, wisst Ja, das ist ein Theater. Das ist ein Sowas. Theater. Ich stehe auf sowas. ihr? Der Christoph Acker. Das Leibwand. Warte, muss ich Absolut klasse. ein Macht's bisschen mit, alle. verkleinern. Da ist der Wagner, der mit Taxe wird irgendwann zu Honig. Ja. Möglich ist es. Ja. Nein, ich hoffe, also ich werde das noch irgendwie auf den sozialen Netzwerken verkünden und hoffe, dass der Zonko das auch liest, weil der hat natürlich eine irre leibende Sammlung an Hemden, die quasi wirklich einem Testbild gleichkommen. Ja. Ja, das andere Musik, ja, na gut, ja. Überleg gar nicht lang, lass da nicht vom Hubert Ja, an. immer klar, das ist jetzt schon ein Geld natürlich, aber Kostet die braucht die gute auch. kostet genau. Eine gute, Ein Wessel oder ein Reisinger kostet auch so viel und alle, das sind eigentlich die zwei. Vielleicht noch, wenn ein gutes Wosil drunter ist, ja. Aber sonst Wessel und Reisinger. Ich kann das von ganz den offen alten- sagen, und das ist da eben, kommt schon der Hubert. und das ist eben zum Beispiel jetzt keine Werbung im Nein. wirtschaftlichen Sinne oder im Nein. gesetzlichen Sinne, weil Werbung ist es nur dann, wenn man irgendwas dafür kriegt und ich mir die Gitarren selber zahlt und ich habe zwei von ihm, vom Hubert Neumüller. Der Grund, warum ich nur zwei von ihm habe, ist, weil ich mir einfach eine dritte und vierte und fünfte noch nicht leisten habe können. Punkt. Aus mehr gibt es ja nicht zu sagen. Patrick! Was ist? Ich hab was versandt. Nein, ich will erst Glas haben. haben. Ich hab was versandt. Ich hab schon geglaubt, ich hab was versandt. Oder es ist ja was, wie man auf Wienerisch sagt. Ich ist da eh nichts. Aber was sagt jetzt zum Christoph Acker? Also das ist sozusagen das bunteste Shampoo, das er daheim hat. Also Daniel Schlegel, da schaffst du mehr. Ganz sicher. Aber es ist zumindest, es sind Palmen drauf. Zwar mehr oder weniger in Blindenschrift, aber das Leibwand. Ja, das muss man natürlich schon sagen, ganz klar. Man läuft Gefahr, von uns natürlich austalliert zu werden. Gemobbt zu werden. Ja, aber das ist ja so. Christoph Acker auf jeden Keine Fall. Angst, meine Lieben. Auch ein Weltbeitrag. So. Na, was ist mit der Brille los? Sandro ist dahin, vierte Gott und mich gefreut, Sandro, dass servus, dabei bitte gut. Gewandet hin, gewandet her, der Metaxer wird niemals leer. Nein, Das fürchte ich Der auch. nimmt immer einen Schluck und der tut nur spülen und spuckt wieder rein, glaube ich. Ja. Der Franz Brandwein meinte, bei der Hitze nichts aus der Flasche mit einem Glas oder mit einem Eiswürfel, bei dem das vergießt. Das ist schon ums Eis. Das ist Ja. schon ums Eis. Das ist schon ums Wiener Wasser. Das ist Was ist der weißes Hemd oder die Hautfarbe? Ja, großartig, Daniel Schlegel. Ehrlich. Na, großartig. Ja. Mutz, Urfarbe. Die Urfarbe von Mutz. Mut zur Farbe. Mut zur Farbe. das ist wohl von der Maggie, oder? Ja, so wurde es auch. Vermute ich einmal. Ja, Der Mutz. so wurde es. Urfarbe, Nega hat das ja. auch schon geschrieben. Und Acker ist farblos, habe ich schnell erfunden. Natürlich nicht. Der weiße Riese hat ganze Arbeit. So, Patrick, mit den Liedern sind wir im Rückstand. Rückstand, ja. Was müssen wir? Was Das tun wir? Tripfelboot, glaube ich, war noch offen. Tripfel. Dann der Läusel. Der Läusel war noch, genau. Das ist das, was man jetzt so spontan nicht. Läusel und Tripfelboot. Ja. Weil die Urwiener Ausdrücke, Das ja, machen wir ist ja die nur, wenn lokale- Marbehof da da ist, ja, Wo genau. erst mal da was du sagst. Genau. Was du sagst. Ja, die werden unten, ne? Es ist ja schon spät. Die werden im Stall kakeln kommen jetzt da. Oder hackeln. Kalbt eine bereits mit. Das kann alles sein. Das kann ja alles sein. Wahrscheinlich. Kann ja alles sein. Wahrscheinlich, ja. Man wird sehen. Fangen wir an mit Läusel. Ja, gehen. Die. Ja, Ja. dann. Neulich war ich eingeladen bei einer Feier. Gemeinsam mit die Gruber und die Meier. Alles war so festlich und so elegant. Die Gäste waren alle im Sonntagsgewand. Im Anzug und Krawatten waren die ganzen Ehegatten. Die Damen im Kostümchen nobel und doch schlicht. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade, dass das der Läusel heut nicht sieht. Am Anfang war die Stimmung noch ein bisschen flau, aber dann ist es Essen gekommen, dann und schau. Kaum waren die Händel und die Fleischler dann serviert, da hat sich keiner mehr geniert. Alles hat sich gestürzt, hat Schnitzel und den Erdäpfelsalat.
dass der Läusel nicht dabei war. Ist wirklich schade. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Allein schon wegen dem guten Erdäpfelsalat. Und da trinkt man noch ein paar Schnapseln zum Verdauen. Die Achtelreiner, so schnell ganz gut nicht schauen. Und der Wiener schon die alten Lieder gesungen. Und das Tanzbein wird geschwungen. Die Meier tanzt Lapada und der Gruber ist kein Vater. Hat sich zu ihr dazu, der die spricht zusammen Gestürlbur. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Da fehlt der Läusel. Halt noch dazu. So ist dann gegangen, bis in die Morgenstunden. Das hätte der Läusel auch sicher leibend gefunden. Ja, das eine, das sag ich euch. Dem Läusel seine war die schönste Lech. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Der Läusel ist tot. Läusel. Am vergangenen Freitag haben wir 2 Drittel Boot. Dass sie nicht dabei war, das ist schade. Da unten beim Kassier, da hat er Frau gemacht ein paar Höhen. Ja, was sie sagen, ich bin eine alte Fee. Was sind denn Sie? Tanzen sie zurück verbiesen, werden's ganz besonnen, werden's einander dumm. Doch weil ich fein bin und nicht gemein bin, stell ich mich immer mehr mit ihr her. Sie glauben, sie da in einem Vogelhäusl sitzen, können so schwache Frau tyrannisieren. Jetzt halt's mich zurück, sonst komm ich noch in die Pizzen. Und durch den Kartenbändiger noch einen spielen. Endlich sind wir drinnen in der ungerade Kabine. Ja, aber den Ockern, die rennen her und hin und her. Einer von den Ockern, der ist unheimlich gefüllt. Sie freut schon aus, als wäre er Röntgenböd. Sie sind Gedränge in der Menge und keiner weiß mehr gewiss, welcher für Seite ist. Sie ist wie ein Nordenhaus mit Singlesschuhe. Außer unser Leben und der zieht uns wieder raus. So jetzt probieren wir's heute einmal mit unserer Hosen. Kaum was tut, trifft uns der Nachbar wieder rein. Wir kriegen zu, an so einen Nutz und Großen. Und gehen zappen, ins Boot hinein. Der Köder, der kommt rein, steigt mitten auf der Saft. Da links, da geht's ein Hirn, der ist baff. Wie er wieder aufsteht, da will er zur Brause hin, aber ja passt der eine in die Duschkabine, in der nächsten Klause und der Brause, da rennt das Röntgenbild, und hin und her wie wild. Sie sind Verhängnis, dass er so dünn ist. Wenn er zum Opfer sutscht, dann ist er futsch. Jetzt macht's ein Pumper an, mir zwei so furchtbar zusammenzuckt. Bei den Gefühlen hat's grad wieder einmal hin. Die ganzen Brausen sind verboten, die Wände sind eindruckt. Das ganze Trittverbot, das ist jetzt nie. Cha-cha-cha. Ja, Sommer ist Cha-cha-cha-Zeit. Einmalig. Einmalig, ja. Das Trittverbot, war schnell. Und der bei der Hitze. Ich habe noch mein Feinrippleiber mit dem. Dieses Tempo bei der Hitze heißt. Wahnsinn. Ewig schade um einen Läusel, sagt der Rock. Ja. Und schau die Achtel, die Tage gefilmt ist.
Alle angesoffen, hast gleich Fett Blanche. Das passt aber gut, das werden wir da als Kontrastprogramm machen zur Mut zur Farbe Challenge, zur Fräsel Challenge. Da werden wir dann eine Fett Blanche machen. Die Fettblanche. Das gefällt mir. Das gefällt mir. So, na herrlich, da gut. Die Achteln fallen rein, wunderbar. Holz Loneck, Fritzl Stadtguss, Markus Volker, Johanna Duschel, Christoph Radau, Geri 1.0, Rockart, der Umgang vielmals. Danke, ferner wichtig. Franz Brandl. Jetzt haben wir einen Schluck verdient. Jetzt haben wir einen Ich Schluck bin schon beim verdient. Wasser. Ja, klar. Ja, darfst du. Darfst du, ich halte dich nicht auf. Ah, muss ich noch einen kleinen Wein holen noch, gell? Ich habe leider keinen, das heißt, ich habe schon an Strauch Wein, aber nicht ausreichend Also eingekühlt. die Zeiten ändern sich schon sehr. Eine halbe Flasche Wein und fast 1,5 Liter Wasser. Ja, das ist die Hitze. Das ist die Hitze. Ja. Eine Viertelstunde, ne? Das ist O wirklich. Tempera o Zores. Oh, Zauberes, muss man auch sagen. Das muss man sagen. Ja. Ich wollte in eigener Sache, jetzt auch eine Frage in den Raum stellen, weil ich mir gedacht, ob ich nicht wieder meinen Guten Morgen Livestream aufleben lassen soll, aber nur einmal die Woche. Einmal in der Woche. Ich wäre dabei. Shit-Chef Schauer, Ich wäre dabei. Shit-Chef Schauer, der Guten Morgen Livestream, einmal in der Woche um 9 in der Früh. Aber jetzt stellt sich die Frage, wann. Und ich mir gedacht, Donnerstag oder Freitag. Das heißt, meine Frage an euch, schreibt mir das bitte ein in die Kommentare. Erstens einmal, ja oder nein. Also, kann ja sein, dass ihr sagt, ja, bitte, Alter, lass gut sein, nicht, spiel dich nicht. Ich meine, die meisten werden es wissen, aber einige nur zur Information, ich habe gemacht eine Zeit lang, das war eine kleine Challenge, noch in der wie heißt das da, in der harten Lockdown-Zeit. Lockdown-Zeit, genau. Ja. Da habe ich das gemacht und zwar habe ich da 30 Tage lang, also 30 Werktage, Montag bis Freitag durchgehend, habe ich quasi eine Morgenshow gemacht, um 9 Uhr, Shit-Chef Schauer, habe das geheißen und da war eigentlich recht erfolgreich, allerdings muss ich wirklich sagen, also ich habe das Gott sei Dank von Haus aus wirklich auf 30 Tage begrenzt gehabt, Genau. weil das ist schon, also ich war, Das geht eine, war das jeden Tag, wirklich jeden das Tag. war schon, aber einerseits muss ich ehrlich Gut, das war sagen, eh nur die Werktage quasi. war nur Samstag, Montag bis Sonntag Freitag. war's eh nicht, Montag bis Ja, Freitag, ja. aber trotzdem war klar. ist ganz schön klar. eingegangen. Klar. Ist ganz schön eingegangen. Aber das Interessante war, ich war irgendwie wahnsinnig froh, dass das eigentlich vorbei war dann. Aber gleichzeitig auch total traurig, dass es vorbei war. Und so ist es vielen meiner Stammzuseher, wir waren schon ein Haufen Leute, wie viel waren wir nicht mehr, so 30, 40, 50? Waren wir schon oft, ja. Ja. Und also nur während der Live-Sendung. Also dann haben sie es noch ein paar angeschaut, also das war eigentlich ganz leibernd. Und so habe ich gedacht, nein, das war eigentlich lustig, das wieder zu machen. Und eben einen Guten Morgen Livestream kommt so dann vor. Und meine Idee ist halt einmal die Woche. Nicht? Weil das ist der bloße auch. Jetzt habe ich gedacht, der Freitag ist das Problem, da sind wir am Donnerstag beim Taschler. Die Mama M hat schon geschrieben, Freitag war super. Ne? Die anderen schreiben nur ja. Nicht nur ja schreiben, aber schreibt auch welchen Tag. Donnerstag oder Freitag war super, war klasse von euch. Der Christoph Acker ist wurscht, ne? Der hat in der Früh sowieso keine Zeit. Und Der Tag ist egal. Der Rudi Korbi sagt, der Tag ist egal. Na gut, wenn Ulrich mal nicht an, dann wird es egal sein. Freitag, ja. Ja, gut, ja. Ich bin dafür, sagt Johanna Duschel. Das war super, Raphael Illmeier. Ja, also wie gesagt, also ich nehme mal an, da war keine Wünsche. Ich werde das auf jeden Fall noch ein bisschen so posten. Aber ich denke mal, Donnerstag oder Freitag ist gut. Am Montag haben wir die Pavlatschen. Pavlatschen, ja genau. Also am Dienstag fällt aus. Vielleicht ist wenn so normal die Pavlatschen ist. Nicht? Ja. Mittwoch ist früh, möchte ich fast sagen. Es ist ja so, weil ja bei mir immer noch der Sonntag, jetzt, ich meine, so habe ich schon lange keinen Kakao mit Glas gemacht, aber der Sonntag könnte ja immer wieder mal Ein Kakao mit Glas ist. unregelmäßig zu einem Kakao mit Glas umkommen. Und da wäre dann natürlich der Freitag wieder fast ein bisschen nah, der Donnerstag besser, aber schauen wir mal. Aber Franz Martin sagt auch, Freitag da habe ich die Chance dabei zu sein. Gerald Spürk, aha. Tag ist egal, Johanna Duschl. Geri 1.0 hat einfach nur Bestätigung eine, sehr gut. Sonntag hätte ich Zeit. Christoph Acker hat nicht gefragt, was du Zeit hast. Eine XXL-Sendung? Rudi Korbis, nein. Keine XXL-Sendung, habe ich die Ehre. XXL, das war aber das als Shit-Chef Schauer, das war auch mal eine Geschichte.
Von 9 vom Mittag bis um 2 Bis auf die Nacht, ne? So heißt. Das kann ja nicht. Naja, das war. Ja gut, aber sowas gibt es eigentlich. Immer wieder mit Gästen dann. Ja. Halt. Ja, aber, das Kommen war da aber Leute nicht und schlecht. gehen so. Nein, Moment, aber wenn du das jetzt sagst, das bringt mich auf die Idee für die 100. Pavlatschen. Ja, Das bringt mich auf die Idee für die 100. Pavlatschen. Wir machen das quasi so, das ist vor Weihnachten, ja. ja, so wirklich, also ähnlich wie Licht ins Dunkel Sendung. Ja, genau. So laufend. Und wo man so laufend, wo irgendwer kommt als Gast. Das wird zu überdenken. Für die Pavlatschen. Das war wirklich für die ja, eigentlich. Das ist kein schlecht, Blöd. das Den ganzen Tag. Durchs Reden kommen die Leute um die Ja. Ideen. Ne? Schön, dass Sie alle dabei sind. Ne? Das gefällt mir. Ja, nein, das war eine gute voll Idee. hin. Das ist eine gute Idee, ja. Das gefällt mir. Der Michael Ungerfort lebt ja nur von der Musik. Nein, wir leben. Normalerweise leben nur von der seit, Musik. seit Jahrzehnten fast schon, kann man Ja, sagen. 15, 16 Jahre, 17 Jahre schon Jahre. jetzt, ja. 17 Jahre sind wir 17 Berufsmusiker, ja. Ausgesprochen nur von der Musik, ja. Ist nicht eine Fonte. Ständig reden ist für mich keine Herausforderung. Ja. Leben unter anderem vom virtuellen Hut. Danke, Christoph Acker. Warte, wir werden sofort einblenden. Jetzt habe ich da so viel, dass ich das alles nicht mehr Der Überblick, ja. frame. Ja, das muss ich dann ordnen da. Vielleicht So. solltest du doch den großen Bildschirm hier mal herstellen, dann sehen wir uns zwar nicht mehr miteinander. Ja, genau so. So. Pavlatschenbranche, Gerald Spörk. Gute Idee, so was 8 bis 20 Uhr, ja genau. Bin dafür, obwohl ich nicht dabei bin. Ja, Fritzler Status, ja, leider, das ist aber früher als 9 schaffe ich nicht. Und ich glaube, es bringt ja nicht viel, weil die ja, sagen wir, spätestens um 9 hackeln, die werden um halb 9 nicht sich einen Livestream anschauen, sondern eben Ding. Die schauen sich vielleicht und an, früher, nebenbei in der Arbeit, vielleicht, wo Ja. das nebenbei rennt oder so. oder soll ich es vielleicht früher machen? Immer einmal die Woche kann ich es ja früher, aber ich glaube 9 reicht. Oder soll ich es um 8 machen? Das war auch was. So um 5 war es so, ne? Also das So, ist ne? Morgensendung. Ja. Guten Morgen Ja. mit Klaus oder so. Ja, das mir noch Arsch lecken. 5 Fehler früher. Naja, Von 5 bis 9. Nein, aber so 8. Aber das müssen die herumfragen, quasi, ob das einen Sinn hätte. Ne? Ob da wirklich ein paar Leute, dann müssen die aber wahrscheinlich früher, weil ich stelle mir es halt so vor. Ich weiß ja das nicht, wie das so ist. Ne? Auf jeden Fall kommt die Idee gut an. Pavlatschenbranche, das finde ich schon gut. So, was war die Hätte ist da? Hätte Hey, Servus! bin gerade vom Gym nach Hause gekommen, sorry, muss Fußball schauen, Schweiz führt 1:0 gegen Frankreich. Bitte Daumen drücken, ja, machen wir gerne, aber grundsätzlich nach dem, also ich bin ja schon mal gar kein Fußballfan, Punkt 1. Ja, nicht. Und dieses kleine Haben wir das letzte Fünkchen, Mal geredet. dieses kleine Fünkchen, dieses ganz kleine Möglichkeitsfünkchen, dass man mich irgendwo Interesse halber vielleicht hinbringen könnte, war jetzt, wann Österreich, sagen wir, spielt, aber Wenn Österreich nachdem im Finale aus- wäre, nicht? Das Ja, war da- was da- anschauen wahrscheinlich. Ja, oder Achtelfinale ist schon auch gut, ne? War wir eh. Waren wir eh. Also wir sind eh. Aber gut, haben wir ja fast gesehen sogar. Fast, ja. Also, Ich bin nach Hause weg ja, schon. Ja. ja, ich bin draußen gesessen und habe mit einem zweiten getrunken, während die anderen geschaut haben, aber grundsätzlich haben wir es mitgekriegt. Dass Fußball war. Und ja, aber da Österreich nicht mehr dabei ist, also ist es eben genau dieses restliche kleine Fünkchen, was da noch herumgeschwirrt ist, ganz schon im Verblassen. Ist im ganz, Ausgehen. ist völlig weg. Ist quasi draufgehauen. Ja. Aber Pavlatschenbranche gefällt mir auch. Macht eine Mittagspause, ist auch nicht schlecht. Jeden zweiten Sonntag im Monat kriegst du auf Acker was. Die Kakao mit Glas. Naja, das Problem ist, das will ich nicht festlegen, weil es kann ja sein, dass das erstens Wir einmal spielen dass ich vielleicht privater sogar, Ruhe habe. oder willst du eine Ruhe haben, ja genau. Oder man hat einen Frühschoppen. Oder am Nachmittag wo gespielt oder am Abend. Das Ja, das ist zwar selten am Selten, Sonntag, aber aber ein kommt Frühschoppen vor, ist hoffentlich möglich. Ne? bald wieder. Ja, ja. Oh, ja. Frühschoppen und dann gleich weiter. Ja, aber im Frühschoppen und so, und da möchte ich nachher keine sehen. Also, das will ich nicht fix machen, einfach, den Sonntag. Habe ich mir schon oft überlegt gehabt, aber für das ist der Sonntag tatsächlich im eigentlichen Wortsinn zu heilig fast, dass ich mir den verplan. Ja, verstehe. Aber eben so, wenn es Lust und Laune ist, ne, dann war das eine gute Geschichte. Aber eben so eine Morgensendung, am Donnerstag oder am Freitag, das hätte schon wieder was. Ich glaube, Donnerstag war fast. Nein, das ist. Na, für mich war der Donnerstag leichter, glaube ich. Ja, ja. Der Freitag wird mehr gewünscht. Jetzt muss ich mir noch überlegen. Ja,
Ja, genau, Maggie Pampert, ne, als Organistin sagst du, ja mei, Sonntag früh müssen Organisten arbeiten, ja. Aber Organisten, Maggie, Organisten in der Regel spielen nicht am Samstag bis 2 Uhr früh. Spielt einmal selten noch in letzter Zeit bis 2 Uhr früh. Bitte, das stimmt nicht so ganz. Also Was? die Ex-Schwägerin meiner Frau, die Theresa, die Graf Theresa, Ja. die ist ja Klarinettistin und spielt aber in die Orgel auch bei der Meister. Ja, das ist Jetzt was ist am selber Abend natürlich eine Partie mit der Da ist aber selber Blasmusik oder mit irgendeiner Partie ist. Und am nächsten Tag um 3:45 dann in Schrick, Kettelsbrunn oder immer dann auf der Orgel. Ja. Nein, aber das ist selber schuld. Das ist selber schuld. Der Christoph Ackermann, jetzt soll sie den deutschen Freunden halten. Im Fußball. Ja. Naja, es ist ja so. Ich liebe meine deutschen Freunde. Ich liebe euch alle, aber das kann ich nicht. Wisst ihr warum? Beim Fußball hört sich die Freundschaft Da hört sich die Freundschaft auf. Ja. Zumal ich ja nicht einmal zu den Österreichern halt. Warum soll ich da zu den... Also, nein, bin kein Fußballer. Punktum. Aber natürlich, aber ich glaube, also, was ich so mitgehört habe, dass die Österreicher sich da gar nicht so schlecht geschlagen haben und ein bisschen ein Pech auch gehabt haben, scheinbar mit den Entscheidungen von Schiedsrichtern. Angeblich. Aber was ich gehört habe, war das angeblich also Ja. seit Jahrzehnten einmal wirklich auch bei den vorigen Spielen, bis wir ins Achtelfinale kommen, so immer gewonnen, ohne irgendwas. Also, und in Italien waren ein paar Fehlentscheidungen angeblich dabei, was mir nicht so angekommen War scheinbar, nicht? Also, War nicht leibend, also sie dürften schon recht sich wacker geschlagen haben. Aber ich kann nicht das nur noch Wer weiß ja auch nicht, so im Radio ja. vernommen. Wann fängt denn morgen eigentlich an, Uhrzeit? Naja, bei mir, also ich stehe meistens zwischen 7 und 8 Uhr auf. Jetzt in diesen Hitzetagen Ich stehe früh auf. kommt es vor, dass ich oft Ich stehe mit meiner Frau um 6, Viertel 7 Uhr auf eigentlich, jetzt im Sommer sowieso. Ja, nein, ich nicht, weil ich einfach so fertig bin von der Hitze, dass Das ist ich, bei uns dass sehr ich Schlaf angenehm. brauche. In der Früh im Haus. Also ich gehe spät schlafen, muss ich dazu Also, sagen. jetzt da. Ja, halb 12, also ich daheim bin, 11, 12 wird es auch. Ne? Bei mir ist immer nach Mitternacht, ne? Deswegen ist dann, und das in der Hitze. Machen wir auch 4, 5, kann 4 auch werden in der Ja, Früh. bravo. machen. Na, das ist aber Weil ich eine kleine LP-Session habe. Die starten wir um 11 Uhr auf die Nacht, legt Schallplatten auf und dann auf einmal schaut man auf die Uhr, es ist 3 in der Früh. Das kommt vor. Aber es kommt nicht so oft vor. Das kommt vor. Nein, aber so grundsätzlich, also ich schaue schon, dass ich. Um 12 bin ich eigentlich im Bett meistens, ja. Nein, ich nicht. Also Mitternacht, meistens über Mitternacht, aber nicht zweit. Ich bin ja der Nachtmensch irgendwo. Aber Wenn ich eigentlich, beruflich unterwegs bin, ja, auch daheim. Ich nein, kann eigentlich ja ist so, ich kann dann am 9 schlafen gehen und da gehe ich nicht schlafen und dann habe ich es überdacht. Dann bin ich nicht mit. Nein. Aber jetzt mit der Hitschlaf, also bin ich jetzt wirklich ein bisschen später, obwohl man ja früher jetzt mehr hätte von der. Nein, vor allem es ist so angenehm kühl draußen, nicht in der Ja. Früh 18 Grad. Nicht Ja, mehr und deswegen stehe ich nicht auf, weil es wurscht Ach, ist. herrlich. Hell war es auch taghell natürlich, also Ja. die Jahreszeit jetzt, das ist ja wie im Winter, was weiß ich, um 1 zum Mittag nicht. Nein, wie gesagt, aber also in der Regel zwischen 7 und 8. Also halb 8 zu normalen Zeiten. Also wir haben eine 4 XL-Pavlatschen bei uns in Eibelsbütt, dann schlafe ich bis 10 vielleicht. Das kommt vor. Das kommt vor mit Inter, ich nicht. Bis 10 schlafe das schaffe ich nicht. Das letzte Mal hast du wohl länger sehen, da war ich schon. Ja, aber nicht bis vor 10. dir runter. Nein, aber 9 war es dann schon. Ja. 10 war es schon. Gut, sind wir 5 ins Bett. Da sind wir um 5 ins Bett gegangen, ja. Wir haben um halb 9 aufgestanden. Na. Das ist Kann man sich nichts oder? vorwerfen. Oder? Was sagst du? Mitten in der Nacht, war auf einmal Mitternacht. Ja, das geht so schnell. Der Anatovic versteht wahrscheinlich kein Italienisch. Das kann sein. Immerhin hat die Schweiz erstmal einen Fußball. Maggie Pemberton. Na servus, da geht's jetzt zu. Ja, servus. Eine Unterhaltung der Chatgemeinde, oder was? Ja, die Österreicher sind super ausgeschieden, sagt der Christoph Ack. Ja. Naja. Also nicht peinlich einmal, so wie es sonst normalerweise ist. Nein. Nein, ich sag, das habe ich nur so mitgekriegt, So habe ich auch so gehört. Ja, von denen die zugeschaut haben. Aber ich bin jetzt nicht, wie gesagt, jetzt da, ja. So, der Harry Schäfer-Fonte hätte gemeint gehabt, der Bisabel. Turbine-Eingang. Ich hab einen Weingarten am Bisabel. Ich bin dort gern, damit kein Mensch dort steht. Ich schau den Rehen dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine Höllgeduld. In meinem Weingarten am Bisabel. Transitwelt recht komplett verkehrt. Man kann die Vögel dort noch singen hören.
und am Himmel, da siehst die höchsten Sterne. Und noch an Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sehe ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Pieselberg, das Fleckerl hat es mir allein nicht gehört. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das soll der beste Trepferl-Wein. Ich hab einen Weingarten am Pieselberg. Ich bin der Tier, bei mir kein Mensch dort stehen. Ich schau den Regen dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort mein Helge in meinem Weingarten am Pieselberg. Der hat sich wohl noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören. Und am Himmel, da siehst du die höchsten Sterne. Und noch an Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Pieselberg, das Fleckerl hat es mir allein nicht gehört. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trepferl-Wein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trepferl-Wein. Wenn ich wisse, Scheiße. Ich frag das auch. Binst du deppert? Gibt's ja nicht. Jetzt stehen wir da. Jetzt stehen wir da und schauen. Ah, jawohl. Nochmal mit einem schönen Einlauf jetzt. Ja. Wenn ich kennt die fliehen und da die trotzdem niemals gehen. Wenn ich fordert auch recht tief, so schreibe die dir heute einen Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir. So kommt dann mein Lieb zu dir. Als blaue Tinten auf Papier. Wenn ich Geld hätt, ohne ihn, für die war ich niemand, den man kennt. Mein Schmäh, ist für die viel zu tief. Darum schreibe die dir heute einen Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir. So kommt dann mein Lieb zu dir. Als blaue Tinten auf Papier. Schreib einen Brief.
nicht wissen, was du fühlst, und ich nicht merk, dass du mich willst. Hab ich mein Mut vergraben, ganz tief, so schreibest du mir heute einen Brief. So kommt dann dein Lied, so kommt dann dein Lied zu mir, so kommt dann dein Lied zu mir. Als blaue Tinten auf Papier, bis ich dich spiel. Beim Wein darfst nicht fad sein, beim Lied musst du stark sein, sonst hast du nur die halbe Freude. Beim Plaudern musst du lieb sein und beim Busseln ein Dieb sein. Du wirst das nicht, du wirst das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal einmal am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Drum darfst du niemals fad sein, kommt das Glück, muss schön stark sein. Nagels an, weil sonst fliegt's dann davon. Drum darfst niemals fad sein, kommt das Glück, muss schön stark sein. Nagels an, weil sonst fliegst du davon. Ein Traum. Ich muss einen Wein holen. Ja, Ich bin komplett am Trocknen. Was nehmen wir denn für einen Wein? Ich habe einen Stiebertwein, den haben wir rein. Aber zuerst einmal wieder ein Feuerwerk der besten Hits, dank der schönen Markus Dankeschön, Pistoni. wunderbar. Geh einen Wein holen, aber ich brauche jetzt auch Achtel nach die Nummer. Ich schau schon. Warte, fang ich mehr. Jetzt wird... Bei der letzten Sendung, die übrigens auch an einem Sonntag war, von einem guten Freund erzählt, der was auch im Rollstuhl sitzt oder gesehen hat. In der Leihwand. Ja, und der Georg Scheurer ist dabei. Thomas Strebersdorf, schönen guten Abend. Habe ich die Ehre gegeben. Tutti Pavlacisti. Ja, alles Leihwand, alles Leihwand. Rudi Korb. Korbis ist auch schwerst begeistert wieder. Also, gefällt mir. Ich gehe einen Wein holen und das mache ich ganz locker, ohne dass ich über ein Kabel stolper. Das Ein Schädler Mikrofon hätte ich mir machen können. Das wäre das Einzige. Ulis Lohme gefällt wunderbar. Der Christoph Acker hat gemeint, jetzt fehlt noch die Kirche ums Eck. Die kommt heute, das ist ja Pflicht, ist sowieso ist klar. Die kommt natürlich klein in der Kirche. Das Lied vom Taschler, das selbstverständlich, das noch gemacht. Weltgeht, schön, dass du noch da bist. Während der Arbeit auch. Bravo, auch die Achtel. Das gefällt mir. Rockar mit die Bierkriegen ist alles wunderbar. Ich schenke mir dazwischen noch mehr Wasser ein, weil der gespritzte rutscht bei der Hitze schon besser als der normale Wein. Man kann es einfach sagen. Ja.
Magst du auch Wasser? Nein, so der muss schon so passen. Oh, der liegt da, bricht Wie sich sie Haxen bei noch. Ich wollte nur ein mildes Mineral, weil man doch, warte, was bist du wieder so Ding, ne? Siehst du? Nein, da gib ich lieber das Milde. Lieber das Milde. Was aufbraut. Was gebe ich dir? Stiepert früh roter Veltliner. Zum Stiepert. Aber das ist immer was ich dir, weil das ist eindeutig Ich mag auch einmal einen Dauertester von uns. Ja. Der Rudi Stippert, ja, Weinbau Rudolf Stippert. Ottergringer Straße 225. Jawohl, Ottergring. Ein leichter 11,8 Volumensprozent. Ja, das ist ein guter Spritz. Ein 19er, der geht Guter nicht. Wein. Später aber doch auch wieder mal dabei Hubert Aristoteles Rappoldinger. Servus, Christi Gott, das gefreut mich. Aber jetzt einmal, so, das ist nichts mit Hubert zu tun, aber grundsätzlich möchte ich noch mal darauf hinweisen, Lücken da hinein. dass man natürlich auch uns entsprechend würdigen kann durch eine pekuniäre Zuwendung, sprich Überweisung von Geld. Er wirft mit den Fremdwörtern heute Ja. um sich. Das gefällt mir schon wieder. Herrlich. Ich habe studiert. Herr zum Wohle. Sehr zum Wohl, danke schön. Steht das alle da seid heute? bitte Also, wieder. und ich muss sagen, warte mal, das möchte ich jetzt wirklich. Es war vorher nämlich über 44 Zuschauer bei diesen Temperaturen. Ich danke euch vielmals. Sehr zum Wohl. Danke. Jawohl. Jawohl. So, ja, die Kirchen. Ne? Mal Robert sagen Aristoteles Rappoldinger ist auch da. Spät, aber doch. Machen wir die Kirche. Es ist eh schon 10. was glaubst du, habe ich gerade gesagt gehabt? Es ist eh schon gleich 10. Verschluckt. Aber vielleicht zum dritten Mal, sicherheitshalber. Hubert Aristoteles Rappoldinger, auch wieder dabei. Grüß dich und schön, dass du dabei bist. Ja. Aber was ist, geht's jetzt sterben schon wieder? Der brennt in der Luft. Ja, das sollst du aber nicht aspirieren. Ich hab glaubt, das ist ein Liquid. Warte, ich muss Nee. nicht taufen. Ja, siehst du genau. Der Christoph Acker passt halt auf. Ottergänger Straßen 95, jawohl. 225. Hat er nicht zugeguckt. Hat er nicht zugeguckt oder der Party hat schon wieder einen Blödsinn dazu. Nein, Beides 205. ist Lesen kann ich noch. Ja, ob du es richtig ausgesprochen hast. Das kann sein. Das kann sein, dass du es richtig gelesen hast. Du hast gelesen 225 und sagst, sagst du halt 95. Das kann leicht sein mit dir. Taschler. Am Donnerstag ist es soweit. Leider keine Plätze mehr, das heißt keine neuen Reservierungen, aber wir freuen uns. Von den Zusehern, der Christoph Acker ist dabei, die Daniela Strögel, ist dabei, ja. die Momo M hat zugesagt. Und also ja, Ich hoffe, reservieren alle, ne? ja, ja, Das war ja, wichtig, die weil sonst haben, das weiß ich. Klaus ist ja ein Scholar, richtig. Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Dörfel mit kleinen Häusern darin und gleich bei der Kirche ums Eck. Da liegt die Busche Schanktaschler versteckt. Klein in der Kirche von Koenberger Dorf, da liegt der Heiliger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich. Und Musikanten spielen wieder die alten echten Wiener Lieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum finden wir mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Dort ist noch nichts neu, nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert. Für Frohsinn, Amor und für Glückling drin. In der Busche Schanktaschler am Rande von Wien. Spiel Solo, das ist ja gut.
Neben der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und ehrlich und der Musikanten spielt dort an die alten echten Wehrlieder vom Tod, vom Teil und von der alten Zeit. Darum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit und ich find dort Gemütlichkeit. Tadel, war die zweite Strophe gesungen überhaupt? Ja. Schon, gell? Das ist noch nur, ja. Und dann noch so Lied, gell? Das war nicht schlecht. Hat sie über den Refrain regiert? Jawohl. Es gehört sich auch so für die treuesten Fans. Raphael Illmeier, super. Jawohl. Schöner Schluss. Schau mal die Achtel. Die Achtel von Achtel einer. von denen, das gefällt mir. Prost, liebe Freunde. Ui, gewittert sind Schaufeln. Ja, die werden bei uns am Morgen übermorgen kommen. Am Donnerstag wird es wieder schön eigentlich. Noch am Mittwoch habe ich noch gehört. Nur morgen. Nein, am Mittwoch eigentlich. Übermorgen, ja. Morgen wird es noch sehr heiß, Mittwoch wird es schier und übermorgen wird es wieder blau. Ja, und was habe ich geredet, ne? Was habe ich gesagt? Du hast gesagt, das kommt morgen. Morgen ist noch wunderbar. Na, morgen kann schon was kommen. Morgen kann auf die Nacht schon was kommen. So, morgen schon? Ja, Wärmegewitter kann schon sein. Ne? Kann schon wieder. Kann möglich sein, muss aber nicht. So, Dani, ne, pass auf. Wir sind ein Lied, aber was haben wir denn? Irgendwas haben wir nicht noch was offen? Ist ja nur ein Lied offen? Offen ist mir klar. Ich gehe kurz in mich, ja. Geh mal in dich. Geh mal in dich. Na, schaut nicht so aus. Schaut nicht so aus, Nase. Nachdem der Patrick in sich gegangen ist. Mut zur Farbe, ja. Mut zur Farbe. Ja, das ist aber, ich habe auch meine Ich buntesten. glaube wirklich, also das. Ich habe nur 2 Hawaii-Hemd. Das finde ich aber nicht. Ja, die Italiener Schläger sagt vollkommen richtig, am Donnerstag wird es schön, weil wenn Engel reisen. Ja. Der rote Korb ist alle 3. Boah, ja, aber da muss ich mal einen Text hören, weil da versinge ich nicht, das weiß ich. Alle 3? Ja, so ist sicher da. Ist ein Korl drinnen. Alle 3 Ja, aber ich habe da irgendwo so einen Zettel. Ja, schau, die Chance der Mama mal an. Ja, Die genau. Marschspielen, was will denn da alles? Was hab ich denn da alles? Ein Highwayman. Was ist denn das? Was da? Da wäre ein Mappen, ein bisschen leer. Wir müssen kann ich umschreiben für den Manfred Highwindman. Ja. Weißt du, weil wir sind ja, wir haben ja versprochen, ich muss jetzt Bild kommen, dass man mich sieht. Ja. Hallo. Man hört dich eh. Gehst jetzt noch zum Mikrofon? Wir haben ja noch offen, wir müssen ja noch ein Rammstein-Cover machen. Ja. Ja, da habe ich schon rausgesucht was. Was? Habe ich schon rausgesucht. Ich glaube wieder jetzt. Nein, da weiß ich noch nicht. Man wird hören. Der Landalstromer. Der alte Schmied von Lerchenfeld. Ja, das machen wir auch. Warte, jetzt muss man. Ja. Den haben wir lange nicht gespielt. Den alten Schmied von Lerchenfeld. Ah, da ist nur ein Mappen. Da schreibt der Fritzl. Da ist nur ein Mappen, da habe ich eine Chance. Das ist die berühmte blaue Mappe. Christoph Acker schreibt Buch 3, Seite 120. Kann ich sein? Nein, aber da schau her. In der blauen Mappe gleich oben auf. Alle das ist im Hoden auch drinnen. Alle Ja, aber da ist leichter zum Lesen der Text. ja. Weißt?
da ist er nicht so von Noten unterbrochen. Ne? Das ist viel leichter zum Lesen. So. Da hast du noch ein bisschen wenig Noten. Welche die Sterne stehen nicht. heute? Gustav, ja, ne? Gustav, ne? Ferry Wunsch, von dem übrigens auch beim Weih darf es nicht Farb sein. Nach einer alten Volksweise. Naja, schon, aber. Der Verwendung. Ja, aber ich sag Bei der nicht. Nacht geschrieben hat der alte Feri. Nein, das ist ja ganz offen. Ja. Aber ich sag noch nicht, der gleiche, der diese jazzige Nummer beim Weih darf es nicht Farb sein geschrieben hat. Warte. Feri Wunsch hat viel jazzige Sachen. War ja ein Jatzer. War einer von diesen Wiener Lied Schreiber und Musikanten, die eigentlich aus den damals so Tango-Orchestern, wie die so das Kasten hatten, die immer Jazz gespielt haben. Jazz. Aber gut, die haben zu allem Jazz gesagt, muss man auch sagen. Ja, sobald es nicht ein Wiener Lied war, war es Jazz. War Jazzmusik. Und keine klassische Musik. Keine Jazzmusik war Jazz. Das gegen klassische Musik, Wiener Lieder, Volkslieder Ja, und Jazz. Und Jazz. Also alles andere war Jazz. richtig war Jazz. Jazz. Ja. Ja, das war mir etwas zu wenig und darum bin ich Jazzmusiker geworden. Genau. Ja, schön. In Amerika waren sie in einen Schachclub gekommen, ne? Wenn sie einen Tagsler sagen, bringen sie in einen Jazzclub. Na gut. Ich bin bereit. Und die Neberpfanne und die Jodenane und die Zitronenrese, alle drei, die sind in Stunden gegangen und wollen einen Kogel fangen. Dabei sind sie am Mühle gegangen, alle drei. Die sind in Stunden gegangen und wollen einen Kogel fangen. Dabei sind sie am Mühle gegangen, alle drei. Der gleiche Textunsicherheit. Dazwischen spielst du gescheit, aber das ist und der Stravanzer Hanse und der Granaten Franze und der Schillewickel, alle drei, die sind zum Stoßen gegangen und wollen ein Hasel fangen. Dabei sind zum Neger gegangen, alle drei. Die sind zum Stoßen gegangen und wollen ein Hasel fangen. Dabei sind's Neger gegangen, alle drei. Der Grammatanzer Schani und die Dolgobnani und der Rinnegel, alle drei. Die sind zum Higler gegangen und wollen einen Goden fangen. Dabei sind sie am Meier gegangen, alle drei. Die sind zum Higler gegangen und wollen einen Goden fangen. Dabei sind sie am Meier gegangen, alle drei. Und der Krawottentonne und die Hefenfrone und der Spinatviertel, alle drei, die haben im letzten Sommer an die Mosweg genommen. Jetzt sind sie ins Häfen gekommen, alle drei. Die haben im letzten Sommer an die Mosweg genommen. Jetzt sind sie ins Häfen gekommen, alle drei. Die haben im letzten Sommer an die Mose weggenommen. Jetzt sind sie ins Häfen gekommen, alle drei. Na, dann los! Da hat er los, wie man das 20 Jahre jeden Tag gespielt hat. Ja. Mir gefällt der Begriff sogar an die Maßwegnummer. Was damit gemeint ist, ist an Umbrauch. Nicht? Also die Maß, die Maße. Also man hat den Schnitt. Also er braucht keinen Maßschneider mehr, sagen wir so. Ja,
Der braucht keinen schneller mehr. Das gefällt mir schon, zum Teil gefällt mir das schon sehr gut. Schau die Achtel von einer. Ich pfeife auf Jazz. Der kriegt nämlich dann schon den letzten Frack, den Holzfrack. Den Holzfrack. Jawohl, schau die Rotnachtel. Das, du danke ich vielmals. Ja, schau, du liegst bei der Hand. Die Noten bei der Hand. Ja. Es ist immer schwierig, gell, wenn man einen gespritzten, einen anderen Wein hat. Das mit brennt immer noch. So was aspiriere den Wein, statt dass ich einen trinke. Ja. Und das macht man nicht. Nein. Kopf verlagert, Knie auf die Schulter und die Finger gezwickt. Und auf geschiefte Wunden ob Skiverletzung oder gar das Handel verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der weh tut. Auf der Schoß von der Mama wirst geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Spielzeug verloren, ein Bolschen im Raum und ein Fleck in der Schuhe und ein blauer Fleck am Wand. Ob eingeschossene Scheiben oder beim Zündeln was verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama ist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Aber Solo. Dass du mal Einlauf gemacht hast. Bam, bam, bam. Ist mir älter geworden, möcht man das auch gern tun. Man kommt zur Mama ins Haus, trinkt Kaffee und redet sie aus. Drucken manche so, die auch noch so schwer, bei der Mama nimmer mehr. Weil du legst den Kopf auf den Schoß von der Mama, dann ist alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf den Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama.
gern sitzt am Schoß von der Mama. Sagen wir so haben wir es noch nie gespielt. Nein, Aber ein paar Überraschungen. Für mich aber passt schon. es war eh klasse. War eh klasse, War schön gemacht, ja. Eigentlich war es sehr schön. Es waren nur halt ein paar Kratzer drinnen, weil wir haben das wirklich jetzt fast schon neu arrangiert. Ja. Tadellos, aber es ist natürlich. Welt kommt das ein Wahnsinnslied, sagt der Landessteuer Markus. Nur Weltklasse, sagt der Fritzl. Danke vielmals. Einfach traumhaft, Markus Pristonik. Das ist leibend. Die Leibwand, wenn es euch so gefällt. Herrlich, Franz Breitwein. Das ist Ja, schön. das gefällt uns. Das gefällt uns natürlich auch, macht uns besonders Freude. Ein Schlückchen vom Wein nehmen. Ja, nehmen wir einen Schluck. Pass auf, ich habe noch anspritzen, schenken wir noch ein und dann werden wir uns schon langsam Richtung Schluss dieser Pavlatschen hinbewegen. Ja. Ich schenke dir sofort. Ja, machen wir noch mal, ja. Ja, Große Klasse, sagt der Jota. Jota! Grüß dich Jota, Gott. servus. Raphael Illmeier hat die Daumen hoch eine. Apropos Daumen hoch, wann's so leibend war und das Video quasi diesen Daumen hoch auch noch anklicken jetzt, das war der Welt. Und wer von euch natürlich den Kanal noch nicht abonniert haben sollte, unbedingt Kanal abonnieren und weiter sagen. Bitte sagt es weiter. Bitte empfehlen Sie uns weiter. Genau. Dass auch andere in den Genuss kommen. Aber zumindest, dass man es halt weiter sagt. Ich glaube, weil viele Leute kennen wiederum Leute, die das einfach zu schätzen wüssten und eine Riesenfreude, sagen wir mal so, eine Riesenfreude mit uns Bin hätten. überzeugt davon. Absolut. Und die aber gar nicht wissen, dass es uns gibt. Ist so. Und Ja. das ist natürlich, die Mundpropaganda ist die beste Werbung. Und also schau, Freundscheine, Daumen auf, danke vielmals. Und natürlich, wie gesagt, wer Gerstl lieber hat er seinen virtuellen Hut, aber den klickt jetzt weg. Ihr findet es eh. Wir finden, Ihr kennt sich ja eh aus. da hau ich lieber noch mal zum Wohl. Prost. Da hau ich lieber noch mal zum Wohl. Prost. Da Ja. hau ich jetzt lieber noch einmal original in Fritzleine. Fritz Startguss ist der erste der berühmten Fritzl Challenge. Mit gleich richten. Also, Fritzl, wir kennen das nicht Fritzl Challenge nennen. Das geht ja, nicht. wieso nicht? Das ist So zu lang behaftet. her schon. Ja, aber das ist noch in aller Munde. Mit Friedl Köhler. Das ist wirklich noch. Wir senden live aus dem Kölner im Donnerfeld. Die Fritzl. Ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass das noch. Wo das ist steht ja- der Ofen? Das ist makaber schon wieder, aber ich liebe es. Waldglas, sagt der Robert Hinkhofer. Raphael Illmeier hat den Daumen hoch schon reingehauen. Jota, danke euch schön. Naja, ist klar. Ist klar, die meisten von euch, oder fast alle Satz ja schon. Treue Pavlacisti, Pavlatschingers, wie man auch sagt. Ja. Jetzt habe ich einen Christoph Acker an der Meinung. Jetzt habe ich einen Christoph, wenn ich finde. Hallo? Hallo? Was Wo ist denn- den frechen Ackerl? Ja klar, da. Mit dem buntesten Hemd, das der Acker hat. Bin ich Christoph, gespannt, wann ich sehe. Ich möchte aber wirklich sagen, Christoph, unter uns, und ich glaube, die Leute werden das bestätigen, bitte geh ein bisschen mehr in den Zoom. Ich mache mir Sorgen um dich. Weil es original, du brauchst Sonnenlicht. Du brauchst Sonnenlicht. Nein, das ist schlecht aufgenommen. Schlecht, aber ganz großartig. Ganz großartig. Ja, aber pass auf, für euch jetzt nochmal ausnahmsweise nur einmal die Wiki, die das Plakat präsentiert. 21. August in Batschenau. Und wie gesagt, wirklich, also gerade die Motorradfahrer sind drauf. Ich meine, man muss dort noch Karten reservieren natürlich, Karten bestellen. Und das wollen wir wirklich voll kriegen. Was passen da eine, Patrick? Das habe ich schon wieder vergessen. 300, es kommt jetzt drauf an. Es kommt auf Bis die 300, 300 circa. maximal, aber das ist so, das waren wirklich alles voll. Orchester, komplett so aufgestellt richtig, ist, alles ja. da steht, ja genau. Aber ich sage, voll ist glaube ich mit 150. Also was du sagst, das ist. Naja, ist 200, voll. 200. Schon, nein, das kriegen wir nicht 300, wir kriegen es voll. 300 gemeint. Wir wollen es voll kriegen, hin und her Gott nochmal. Das wollen wir voll kriegen.
Das muss man voll kriegen. Und wie gesagt, merkt sich das vor. Und ich weiß nicht, warte mal, wer jetzt hat, habe ich schon wieder vergessen. Aber auf jeden Fall, möchte man wirklich schauen, gerade für die Motorradfahrer ist das eine super Geschichte, in die bucklige Welt raus, ein bisschen herumfahren und dann Konzert. Sucht sich ein Zimmer dann für die Nacht. Wir werden schon einen Stuhl haben. Ein richtiger Motorradfahrer ist immer bleich. Jota, ich danke dafür vielmals. Was ich merkt habe, das Hemd spannt doch etwas erst. Dein Hemd? Naja, aber nicht arg. Nein, ist nicht, nein, du Meins hast nicht, ich meine vom Acker. Achso, vom Acker. Ich so gesehen, aber Nein, meins so- nicht. so- Aber man sieht die Wampen trotzdem. Aber ich Das kann mich ist erinnern, das das Spannende. Hemd hat einmal gespannt. Nein, das hat gespannt das nie. Aber es hat schon gut gesessen. Gespannt hat es nie, weil es natürlich als Leinenhemd immer groß gekauft hat. Ja klar. Aber das ist natürlich jetzt natürlich ist ein Wahnsinn. Das ist jetzt natürlich ein Wahnsinn. Aber man schon sagen, Dracula Challenge. mein Kollege schrumpft vor sich hin. Noble Friedhofsplätze. Naja, nein, ich bin ja, ich laufe da, langsam, aber stetig. Im Rahmen, naja, die letzten 3 Jahre, muss man sagen. Fast schon 4 vielleicht sogar. Das ist nicht so genau. Ich nehme die letzten 3 Jahre zu. Nein, ich nehme auch nicht mehr zu, aber ich nehme immer, also 2 Schritt, 4, 1 Schritt zurück sozusagen. Mir schmeckt es halt. Ja, mir schmeckt es auch. Aber ich schaue schon, dass ich halt einfach. Aber kein Grund. Und jetzt ist ja wieder Fitnesscenter, ist ja wieder angesagt. Jetzt darf er wieder hingehen. Sag, wo ist das jetzt am Donnerstag? Ich habe mir gedacht, gar nicht ein, muss es lesen. Keine Masken mehr, gell? Beim Ist Taschler. das schon fix oder was? Ich weiß schon. Heute ist 1. irgendwas. Juli, glaube ich. Ah, wenn ich mir morgen sofort. Nein, heute haben sie irgendwas gesagt, dass irgendwas kommen soll, ich habe es dann vergessen. Ich glaube, beim Wirten ist gar nichts mehr, ja? Ja, schau. Fritzl Status, ihr seid, ich weiß nicht was. Fritzl, wo ist Leihwand, sagt das schon. Ja. Für die Bauern sind braun, der Adel ist bleich, ja das stimmt, das war früher so. Ja. Das stimmt, ja. Die noble Blässe, von da kommt es. Aber ich meine, ich bin nur weiß oder rot. Also ich bin da ein echter Nicht schon die Österreicher. Bräune mehr. Jetzt. Nein, ich bin da echter Österreicher, also kein Brauner. Ja, ich schon, das sind die Wurzeln meiner Familie. Was, die Braunen? Die Braunen, ja. Naja, ich habe das jetzt anders gemeint. Gell? Sind auch an der restlichen Körperbehaarung. Das ist so. Naja, das ist anders. Aber es ist ja wurscht, auf jeden Fall ich bin nur weiß oder rot. Und dann halt dann nicht ganz weiß. Aber braun, dass du sagen kannst, von der Sonne gebräunt. Also, bei mir sagst du immer, dass das der Farbe aufgezogen. Rot, ne? Roter Schädel, alles von der Wie alle, wie mein Bruder, der ist Ja. nämlich auch so, ja. Ja. Entweder rot oder weiß, das weiß Ja. Und dann ist aus, dann ist wieder aus. Dann bin ich wieder weiß, nicht ganz bleich, aber trotzdem mehr oder weniger. Bis dann wieder die nächste Aktion kommt in der Sonne, bumm, habe ich wieder aufgezogen, bin ich wieder rot. Da hast du ja schmiede ein, sagst, das bringt mir. Das ist wertlos. Einschmieren ist das Schlimmste, was es gibt. Ich tue ich nicht. Das tue ich nicht. Das Sonnencreme verwende ich nicht. Weil es wurscht ist. Und zwar aus Erfahrung. Bei mir vollkommen wurscht. Da kann draufstehen Faktor 37 zur Potenz. Das wirkt bei mir nicht. Das wirkt nicht. Und es ist nur, du bist eingeschmiert, es biegt, es stinkt. Biegt alles. Grauslich, danke. Da geh ich lieber raus, Prämie an, haben wir gespritzt rein und gebe ihn rein. Na, so mach ich. Völlig richtig, ja. Ja, so. Klaus, ich würde mich freuen, wenn du mich bei WhatsApp findest, schreibe einfach lieber über WhatsApp als wie Instagram. Ja, das ist kein Thema, das bringen wir zusammen. Raphael, das schaffen wir. Wir werden das mit vereinten Kräften original hinbringen. Keine Maske, keine Sperrstunde, keine Registrierungspflicht, nur 3G-Regel. Das war leid, was sagt die Daniel Schlögel? Ja, die weiß es sicher. Also nur mit die 3G-Regel. Da gehen wir hin, so, ich bin getestet. Also negativ getestet. Und passt schon. Keine Masken, kein Lied schon. Leibend. Leibend. Also ich war jetzt am Schlingermarkt am Samstag und da ist ja auch keine Masken mehr. Im freien Ja, Marktgebiet, genau. da ist keine mehr. Ja, genau. Das weiß ich schon. Ich Das bin mir ist schon vorgekommen länger wie ein, weiß ich nicht, jetzt. Ein freier Mensch wieder. Ja. Weißt du, ein Käse kaufen, Brot kaufen, das wird am Freitag, Samstag ist der Bauernmarkt dort. Ne? So eine Standel. Endlich ohne Masken. Bei der Hitze, wir mich gefreut wie ein Haftelmacher. Das ist ein Wahnsinn. Ich glaube, ich mir auf Lied schon gefreut wieder. So wie Ja. letztes Jahr. Da war auch keine Masken in Lied schon nichts mehr. Müsste eigentlich sein so. Ist genau, ja. Ja, da ist ja nur Messen mit wichtiger dort. werden und so. Das Das macht hat der der Zehner Kasten sicher dort, alles. wo kein, nein, das macht er sicher nicht mehr.
Brauchst du ja nicht mehr, hast du einen Test. Ja, Oder die Impfung. Aber du hast sicher, Stimmt. so wie es halt jetzt heißen, dort wo du K3G hast, dort musst du normale, keine FFP2. Muss der normale, ja genau. Also beim Biller Da kann ich meine schwarzen wieder rausnehmen jetzt. kannst du normale. Die handgestrickten. Gewaschen, geschneizt und kampet. Rudi Korbes. 3G, wie wir es verstehen. Ja. Qualtinger, rot oder weiß? Schleweritz, ganz klar. Feierabend, die Waldkeit hat es geschafft. Gratuliere dir! Super! Bravo! Applaus, Waldkeit ist halt ganz grandios. Dass du jetzt in den Feierabend gehst. Wir auch bald. Wir werden auch bald in den Feierabend gehen. Ja, wie spät haben wir es denn? Ich schätze mal in 20, 22 oder 50. Oh, 30, so spät schon. Ja. 2,4 Stunden, 2 Stunden 11. 2 Stunden 12 sind wir jetzt online. Na schau. Na schau. Das geht schon, das geht. Kommen wir schon langsam zum Schluss. Patrick muss ja dann noch heimfahren auch noch. Ja. Wie ist der Facker? Ein echter Österreicher stammt mindestens von 8 Ländern ab. Ja. Geht sich fast aus, vielleicht sogar bei mir, ja. Na geh, 8 Länder. Heute sind das 8 Länder, ja. Das stimmt schon. Ja, wo, der Ungarer. Der Ungarn, Dafür ist nichts drinnen, nicht? Aber wenn ich zurückgehe auf die Urgroßeltern und Urgroßeltern ist, ja, was ist da das noch? Bämischen, da kommt aus der Bukowina, da kommt aus Bratislava in der Gegend, was das war damals Ungarisch. Und aus Polen ein Teil noch dazu. Ja, da sind viele Länder noch. Jetzt kommen wir auf 3 Länder. Na, warte, das Na, jetzt hörst du aber auf. Das sind Jetzt mehrere tu nicht hochstapeln. Das ist nicht hochstapeln. Du hast. Deutsche du sind bist- dabei aus dem Bayerischen. Ne, die haben sie verirrt. Naja, die haben sie verirrt. Das sind wir bei 4. Aus Kroatien ist. Na geht's hier auf, dabei. der kommt von überall. Bei mir kommen Ja, ja. die weitesten Wege, was in meinem Stammbaum sind, sind aus der Steiermark. Wirklich? Das ist der weiteste Weg. Bei mir ist alles, ich glaube, 4, 5, 6 Generationen Ja, bei können mir- wir zurück. Das, Das weiteste Weg, was es bei mir gibt, ist in Steiermark. Also, der Kern ist ja nicht Wien, sondern so südliches Niederösterreich, Schwarzer Tal. Schwarzer Tal bei mir und dort ist alles. Dort ist alles über Generationen. Alles Einzug. mütterlicher, väterlicher, na fast jetzt. Und der weiteste Weg ist irgendwas der Steiermark, aber auch nicht weit weg aus der Steiermark. Sondern halt, Der Gittler gesagt, furchtbar, nicht? Beim Adel war furchtbar. Und aber auch bei den Bauern. Nicht? Diese Inzucht, lauter Trotteln. was sagen Sie dazu? Was sagen Sie dazu? Durchlacht. Der Agrawat, Ungarn, Schlesien und Mähren, Südtirol. Christoph Acker, na, da schon ja. Ja, aber nicht zum Beispiel Schlesien, Mähren. Weißt du, also das kann man nicht verändern. Sag nie zu einem Bäm, er ist aus Mähren. Ja, Und eben. zu aus Mähren, der ist ein Bäm. Das darf man nicht Ja, aber früher, was halt auch, nachher, was halt die Tschechoslowakei, was ja noch auf meinem alten Skoda draufgestanden ist. Und davor waren es die Kronländer, ja. Aber es ist halt, was nicht nur von 8 Ländern, sicher auch von einem Kaiser, ja. Na, mein Vater hat Vorfahren gehabt, echte Ritter. Ja, ja. Aber die sind in Ungnade gefallen, weil sie Raubritter geworden sind. Haben alle Rechte verloren. Damit ist komplett meine aristokratische Karriere komplett zunichte gemacht worden. Mütterlicherseits ist das spielt sich auch nicht mehr um. Nein, so ist. Nein, Ja, so ist. 2 Elternteile nämlich. Die Ja, müssen ja, beide weg. ja, ich rechne beide, aber der weiteste Weg ist aus der Steiermark. Weil der Urgroßväter dann. Die Urgroßväter nix. Das gibt's ja Ich nicht. glaube 4 oder 5 Generationen, also Ist aber 3 Okay. glaube ich maximal. Okay. Das ist der weiteste, das ist erstaunlich. das weiteste Steiermark, also da mitten noch irgendwo, netto, was weiß ich Ja, da, ja. aus Irland oder was, alles aus dort, alles von dort. Erstaunlich, wirklich, ja. Ja. Das ist es so. Ostpreußen und Bayern, ja, das ist so ähnlich. Steirische Vorfahren, das erklärt die Wadeln. Rudi Gorbes, jawohl. Da muss ich so machen. Jawohl. Steirische Vorfahren, das ist schon weit her. Also wie gesagt, weil das ist sicher schon irgendwelche Großeltern mindestens. Ja, alle sind so da. So nicht so ein Villacher Klagenfurt, das stimmt. Ja. Der Steiner Sim sagt, wo sind die Achteln heute? Ne? Wir trinken gespritzte. Aufgrund Jawohl. der Hitze gespritzte. Absolut. Der Ole sagt, ich heiße Bakorne. Naja. Super.
Ist natürlich, ist taugt noch, weißt du, Popcorn ist Popcorn das. nicht. Und manche, das erlebe ich schon öfters, manche sind wirklich ein bisschen, wie soll ich sagen, sie denken nicht wirklich nach bei der Vornamenvergabe. Nicht? Weil wenn du sagst dann Justin Bieber, klingt irgendwie leibend, Justin Bieber, ja. Justin Vrutala ist irgendwie, Nicht so. das ist nicht durchdacht, das ist nicht zu Ende gedacht. Ja, das ist, Du bist ein Karel Rütterler hast. Ja, zum Beispiel. Nicht? also, oder was weiß ich, Emanuel Pospischil. Das tut weh. Franz Pospischil, ja, Karl Pospischil. Aber Emanuel, also da habe ich schon ein paar kennengelernt. Der Landtalstromer sagt was, Hesse, 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 Spanier, Hesse, 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 seit 300 Jahren. Ja, pass auf, Landtalstromer Markus, der Spanier reißt dich nicht raus. Das sage ich da. Das ist zu wenig Genauffrischung. Das ist ein Wahnsinn. Aber in Deutschland ist ja das überhaupt, glaube ich, ein bisschen anders, weil es einfach größer ist wie Der Österreich. viel Muss man auch sagen. klar. Und da weiß ich zum Beispiel von meinem Neffen, nicht seine Frau, also der lebt in Hamburg und seine Frau ist eine Fixteife. Wo ist denn sie her? Ich glaube, die elterlichen Wurzeln sind in Dresden, aber sie ist gar nicht einmal aus Dresden. Aber wieder ganz anders, also das heißt, das ist einfach, wie man heute sagt, nicht einfach nur Deutsche. Lebt jetzt in Hamburg, es ist ein Hamburger. Aber man kann jetzt gar nicht sagen, oder jetzt muss ich es dann nochmal fragen, aber ich glaube, so die Wurzeln sind in Dresden, aber nicht Noch ein Ossi. Nein, es ist ein Ossi auf jeden Fall, ja. Aber Das das hat schon gesagt. hat es nicht lang gegeben, die Ossis eigentlich. Naja, oh ja, das ist schon. Die Das paar ist schon Jahre. naja, aber das ist schon Die noch immer, Erber. das ist noch immer vertreten, ja. Ja. Weil es einfach, ja, anders, trotzdem ein bisschen anders aufgewachsen ist, Ja. scheinbar. Aber auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht, wo genau sie her, aber die elterlichen Wurzeln oder großelterlichen, also das ist Dresden, aber sie ist nicht wirklich eine aus Dresden, hat aber, weiß ich, wie lange gelebt dort oder was dort oder keine Ahnung. Und jetzt halt in Hamburg. Und Hamburg eine typische Hafenstadt. ja, Schön. dort ist am besten. Ein Kommen und Gehen. Ja. Hat mir einmal gefallen. Und mein Neffe ist nach Hamburg gezogen und unser gemeinsamer Freund der Raimund ist aus Hamburg nach Salzburg Nach heimgezogen. 40 Jahren Hamburg wieder zurück in die Heimat. Ja. Aber genau in der gleichen Zeit. So eine Mischung aus Ober- und Niederbayern. Der Hubert Hinkhofer, ja. Die vertragen sie. Böhmen und Elsass treffen sich in der Mitte. Gefällt dir der Uli Slonek? Das stimmt. Daniel Schlögl sagt, eine Mischung aus Böhmen, Mähren, Italienern, Norddeutschland. Letzteres ist aber nur eine Vermutung. Ja, aber siehst du, das ist aber das, immerhin, du kannst sagen, Mischung aus Böhmen, Mähren, Italienern, Norddeutschland, vielleicht noch irgendwas. Ich kann sagen, südliches Niederösterreich und, also das ist definitiv, also kein Waldviertler, kein Weihviertler, kein Mostviertler, Nix, ja. also kein Mühlviertler, Ja. nein, Mostviertler hat Mostviertler, eingestimmt, sondern definitiv da unten südliches Niederösterreich und Steiermark. Was auch da unten ist. Das ist, da ist nicht mehr. Kein Burgenlandler, gell? Interessant. Nein, mein Bruder ist ein Burgenlandler, also mein Halbbruder, ne? Ja. Der ist ein Burgenlandler, Ja. halber da. Aber das ist halt Ja, das- mein ja. Bruder, also mein Halbbruder, Ja. nicht? Weil mütterlicherseits, unsere gemeinsame Mutter, nicht? Das ist alles von dort aus der Gegend. Und das ist ganz witzig, weil mein mütterlicherseits war ja der Name Grabenweger. Und es gibt ja die Ortschaft Grabenweg. Da unten auch. Ob das was mit uns zu tun hat, keine Ahnung. Opa war der Fritz und ich habe es geerbt. Das ist überhaupt leibend. Aber Fritz, na oh ja, ist schon ein deutscher Name auch, gell? Fritz. Fritz ist schon ein deutscher Name. Friedrich. Ja, nein, ja. Ja. Der Fritz. Schon, ja. Fritz, das ist zum Beispiel etwas, was schon Österreich-Deutschland gemeinsam hat. So gewisse klassische Vornamen, die sind Ja. gleich. Das ist bei uns so. Der Fritz, Karl, Leopold. Na, Leopold wird gar nicht so viel Deutsch sein, aber wird es auch geben viel, aber wird gar nicht so viel im Deutschen sein, ha? Leopold. Karl gibt es viele. Karl gibt es sicher viel. Heinz gibt es bei uns wieder weniger. Heinz gibt es bei uns. Nicht so viel, aber Heinz ist. Oder Karl Heinz, diese Karl Heinz, ja. Dings. Heinrich. Heinrich, ja. Heinrich, Heinz, Heinrich. Ja. Aber es sind schon bei uns. Naja, schaut aber so. Na gut. Irgendwann die Magd von einem russischen Zar und die hat eine unbefleckte Empfängnis. Der Christoph Acker. Das glaube ich, du kannst nur unbefleckt irgendwie entstanden sein. Weil anders kann ich mir das sonst nicht erklären.
Aber ehrlich, gefällt mir. Aus Oberbayern ist meine Mutter. Ja, Fritzlstadt, das kann ich mich erinnern. Das ist schon mal geschrieben. Ja, aus Oberbayern. Nein, wie gesagt, nicht einmal Deutsche in meinen Vorfahren. Aber eben einen deutschen Blutsverwandten, Ja. nämlich das Kind meines Neffen, Ist ein Hamburger. ist ein Hamburger. Ist ein geborener Schön. Hamburger. Gefällt mir. Der Hamburg ist auch super stolz. Also ich habe wirklich einen originalen blutsverwandten Deutschen. Wer kann denn das sagen? Kannst du das sagen von dir? Nein. Nein, eben. Nein. Ne? Ich schon. Nein. Jetzt weiß ich nicht recht, ob ich stolz drauf bin oder nicht. Ich muss aufpassen. Aus Traunstein, aber das ist geil. Das ist ein Karl, nur der Fritz, der heißt Wilhelm. Genau. Na herrlich. Na gut, meine Herrschaften, ich glaube, das hätten wir gut besprochen. Welcher Fritz? Der Fritz. Der Fritz, aber Fritzl. Und mir gefällt das schon im Wienerischen. Der Beudel, der Leopold der Beudel, der Schane. Was war das, der Georg, ne? Wer ist der Schane? Der Johann. Johann. Der Johann. Johann ist. Da gibt es aber zwei Möglichkeiten, Hans, haben wir ja. festgestellt. Der Hans, nein, warte, der Johann und noch einer. Schane ist Johann und noch was. Johann schaut der Schani auch genannt. Ja, Schani. Ja, aber es gibt noch einen Namen, der auch Schane werden kann. Der Georg ist der Schurli. Georg ist der Schurle. Oder Schubel. Der Schwell, der Schane, der Buldi, der Karl, der Pepe, Die Wette. die Wette, Barbara. die Linci, Die Linci. die Caroline, Caroline. die Linci. Was Lincherl. Das Linci. Bitte haben wir gehabt, es war ewig, da war ein Kind, aber in meiner Kindheit ist ewig in den Kreisler, im Kopfbuldi, der Buldi. Und dem seine Frau hat Linci gehabt. Linci, ja genau. Das war für mich, das war Ja, die Tante genau. Linci. Ja, genau. Ja. Die Tante Genau. Linci. Genau. Und das war lange, ich glaube, da war ich sicher erst schon 14 oder was, bis ich draufgekommen bin, Linci heißt Caroline. Ja. Ich habe nie gewusst, wie die wirklich heißt, ich habe gedacht, Linci. Genauso wie die Nessie, die Tante Nessie, das war die Agnes. Das war ewig nicht gewusst. Ich hab gedacht, Die Tante Litze war die Alice. die Schwester von der Oma, ne? Wie Von der war Gartenoma, ja. Alice. Tante Litze. Alice, das war fast, ja, nicht schlecht. Ja, meine Großmutter hieß Elfriede. Elfriede und Alice. Ja, natürlich. Noble Namen. Kohl. So Deckendeutscher gewesen. Der Georg ist der Schorsch, genau. Der Schorsch, Oder Schule. aber bei uns im Schule eher Schorsch. Ja, Schorsch ist der Schule. weniger österreichisch. Schorsch hat man zwar gekannt, der Schorsche. Es hat schon gegeben Schorsch. Der Edmund ist der Edi. Der Edi. Edel oder Mundel. Wobei Mundel habe ich eigentlich noch nie gehört. Bevor die sind, also diese Dinge, ich habe das sonst nicht infrage, weil Eduard Wüsste haben ja ich mehrere. ja. Edel. Eduard oder Edmund. ne? Edmund, ja. Edmund ist ja der Mundl. Edmund ist der Mundel, ja. Der Der Eduard Edmund, der ist der Edmund ist der Edmund. Mundel, ja genau. Aber ist lustig, ja. Ja. Aber das war schon, ne, Klaus hat es natürlich nie was gegeben, Klaus, ne? Patrick auch nicht Patrick wirklich. ist nur Patrick. Das gibt auch war nichts, er. ja. Oliver auch nicht, der Oliver, Bruder. der Ne? Oli. Sagen wir mal. Oli, Aber das ja, sagt genau. eigentlich keiner. Oli. Sagt eigentlich keiner. Habe ich auch nicht. Oli habe ich glaube ich nie gesagt. Meistens habe ich mit Herst da geredet. Ich sage also dir auch Klaus eigentlich. Klaus sage ich eigentlich nicht. Das ist. Nein, das zu mir sagst du Klaus, aber wenn du mit jemandem über mich sprichst, Das macht der Klaus, Klause. ja. Macht der Klaus, ja, genau. Das ist stimmt. oft. Das stimmt, Das, ja. das ist aber oft, kommt Ja. oft vor. Josef Pepperl, und natürlich auch bei der Josephine, die Pepperl. Die Peppi. Das ist überhaupt. Oder die Peppi. Die Peppi, die Peppi. Der Peppi gibt es ja natürlich Der auch. Peppi, der Pepperl. Aber das ist auch super Sachen. Ja. Schul mit der Blechhaube. Ja. Woher kommt das? Das habe ich nämlich schon mal gewusst. Das habe ich auch gewusst schon, ja. Der Schul mit der Blechhaube. Ich habe einen Linci und eine Wettetant gehabt und eine Pepsi-Tant. Das ist geil, und ich habe Aber Pepsi-Tante ist überhaupt gut, ja. Pepsi. Die Pepsi-Tant, ja. Aber ich finde, also das finde ich echt. Der Edmund ist doch der Mundl. Ja, aber Edmund So, war bei uns auch nicht sonderlich verbreitet. Nein. Und der Mundl, ja, das wird der Mundl, aber eher der Edi. Trotzdem. Trotzdem, aber eher ja. der Edi, glaube ich, bei uns. Der Ja. Edi, ja. Also in meinem Umfeld, sage ich jetzt einmal. Eine Spezies Ipsitz. Später zweiter Bezirk ist der Wuff. Keine Ahnung, woher das kommt. Wuff, ja. Mein Vater ist bis heute der Pinky. Pinky, ja. Obwohl er Theodor heißt. Wenn ich wieder Pinky. Das war super, da irgendwann zu deiner Mutter sage ich immer Mamschi. Ne? Da habe ich immer Mamschi gesagt. Da habe ich auch nicht, und also halt, wie man dann das Du gehabt hat, war immer die Mamschi. Und der Vater war immer der Pinky. Und ich habe gesagt, darfst du zu mir sagen, Burle?
Ich bin der Pinky. Theodor Ernst Rutger. Ja, der Ernst, der Ernstl. Also haben wir alles, wir haben in unserer Musikvergangenheit bei den Heurigen, wir haben diese alle Namen, Alle, wir haben alle, alle gekannt. Aber du hast recht, einen Mundl haben wir nicht gekannt. Mundl habe ich keinen Ein kennt. Also Edi war Edel, öfters, ja, Edel, ja, der ja. Edel. Du hast die Theresa Edel, Der oder jetzt Edel. du bist nicht weiter der Edel. Ja, du bist ehrlich. Der Der Edel. Edel. Aber mir, also diese Art von Verballung gefällt mir schon. Eduard. Aber was willst du noch mit einem Kevin? Mit einem Justin oder ich weiß nicht, wie die allen modernen Namen alle Kevin sind. sagst du dann Kevin oder was? Oder? Ich weiß nicht. Ich weiß auch Aber nicht. die letzte Silbe gefällt mir besser, Wien. Wien. Ja, der Wienerl. Der gespritzte. Mein Opa ist ein Josef, eigentlich ein Sepp, aber er ist der Master. Ja, das gibt es auch viel. Aber ist auch, nicht? Josef, Sepp, Pepe, Joe, Joe, in der ja. neueren Zeit. Der Iglo Joe, nicht bekannt, die schauen uns öfters auch zu, ne? Bei uns Iglo Joe genannt, der Josef. Ja, genau. Ja. Oder den Namen dann, wenn einer wo gearbeitet hat, wie der Iglo Joe, da weiß man schon, wo der gearbeitet hat. Ja, ja, ja. Das ist- Na gut, das sind ja dann die Namen, die überhaupt. Da wird es ja dann ja spannend. Aber allein diese, Netzwerker Pepe, Aber- nicht? Das ist also- genau, aber du hast ja mit diesen Namen, das hast du ja in der feineren Gesellschaft gehabt. Absolut. Das- Absolut. Da war ja auch der Anton, der Toni, Der Toni, mitunter. Ja, ja. Offiziell war es der Anton, nicht? Aber das war Ja, ja. der Toni. Teufel. Gott, dann hier genau, der Teufel. Na, aber was war? Adolf, Adi, Mhm. Teufel. Was haben wir noch gehabt? Das war's. Das war's ja. Adi und Teufel. Ja, Ja. Kein Mensch hat Adolf gesagt. Also, außer jetzt beim Hitler. Ne? Ja. Aber nachher, ich meine, es hat ja dann nicht mehr allzu viele gegeben. Der Graf Adi ist Aber- der Graf. Ist ja, der Adi. ist der Adi, ja. Adi oder Teufel. Aber Teufel sagen auch schon wieder weniger, weil Teufel haben schon viel gesagt zum Hitler. Ja, ne? genau. Der Teufel. Ja. Aber der Adi Stasler, der Adi Hirschall, da gibt's also nicht der Graf Adi. Also es gibt Ja, ja, wirklich genau. nur Adi, aber Teufel glaube ich nicht. Bei meiner Schwester im Ort gibt es einen Zwarer, der hat eine Fußball Nummer 2. Na gut, das sind sind- nicht die ja, ja, klassischen klar. Namen. Das ist klar. Bei uns, wir waren ja auch in Ottergring, die 16er. Ja, schau, da ist auch 16er. Ja. Was Und denn, das der sind- eine 16er. Genau, Ja, der eine und der andere. Der eine und der andere. Ja, weil es war immer, erst fragst den einen von den einen 16er und lass den anderen schon grüßen. Das war so in Ottergring gängig durch. Da waren wir nur die 16. Und da haben wir gehabt einen alten, ich weiß nicht, ich hoffe, dass er noch lebt. Das war, der hat auch einen 16er Spitznamen gehabt, von uns nämlich. Genau. Weil der hatte den, also nicht der von uns, sondern der hat gearbeitet, das war Kommunist oder was, und der hat lang gearbeitet in Russland. Und bis zur Pension. Und der Ja. in Russland, so harte Arbeit, nicht so, also es war Viech. Und das war auch so ein heurigen Geher. Und den haben wir dann so kennt und der hat gesagt, er hat sich immer so gefreut über uns, Über die uns, ja. 16er Buben. Er war der Weil 16er. er hat im Spitznamen, da in Vladivostok oder wo er Oder, gearbeitet ja, hat, ja. hat er gehabt 16er. Weil er hat gesagt, die haben sich alle aufgespielt und er hat gesagt, na, was glaubst du? Da war Deutsche und aus aller Herren Länder, wenn die Leute gearbeitet hatten. Deutsche und Österreicher. Ich gesagt, ich bin nicht einfach irgendein Österreicher, ich bin nicht einfach irgendein Wiener. Ich gesagt, ich bin der 16er, weil ich komme aus Ottergring. Und das war nicht der Leib. Ja, der war auch lässig, der hat auch 16er Kassen. Ein 10er Marie war man gesehen, 16er. Nicht schon gestorben sein, ja. Naja, weiß ich nicht, der war schon gestorben. Aber er war schon natürlich hochführ. Ja. Na, herrlich. Na gut, meine Herrschaften, ich glaube, dieser Das ist eine Ausflug. große Verzettelung gefasst ist. Kann man sagen. Kann man sagen. Das ist ja Wahnsinn. Zonker würde ich sagen, verzettelt. Ja. Aber das hat gehört jetzt. Ja. Aber ich finde es so schön, aber diese Namen. Und ich finde es halt teilweise schade, weil sehr viele junge Leute sagen, sie finden es wahnsinnig cool, diese Namen, diese wienerischen Namen. Aber sie trauen sich eigentlich nicht drüber, dass sie ihre Kinder so nennen. Ich heiße auch Patrick. Ja, ich heiße Klaus. Patrick Keine ist Frage, aber, aber ist wenn auch du, ein Fremdname. Wo ich nicht ja. Aber Patrick, es kommt vor. Es ist nicht so ja, Ding. ja. Oliver, also es sind jetzt ein Ding, aber heute, ich meine, wie gesagt, was du teilweise hast an Namen, bist du gescheit.
Ich meine, ich finde es schön, wenn sich was einfallen lässt, aber die denken die nicht an die Kinder. Meine Mutter hat immer gesagt, zum Beispiel wichtig ist. Vienna ist auch ein schöner Name. Ja, aber es ist halt, ja, kommt darauf an, wie es mit Nachnamen heißt. Wenn es Pospíšil heißt, ist der Name Arsch. Vienna, mein Name ist Vienna Pospíšil. Ja, du musst Elfriede heißen oder Clotilde vielleicht nicht unbedingt, aber halt so. Aber ich war nicht stark eigentlich auf Männernamen, gell? Was sind jetzt so? Clotilde ist ja schön. Hedwig ist auch schön. Und die Hedi. Hedwig, ja. Meine Großmutter, Ja, die andere. Die Hedi. Die Hedi. Dann haben wir gehabt die Paula, Paula, ja. die Leopoldine, Die kann aber Buldi auch heißen. die war die Buldi. Die Leopoldine ist die. Paula ist eigentlich Paula ist Paula. Paula ist die Paula. Aber ich sag, ja, aber das war irgendwie leid. Ja, aber Lisi gibt es ja verschiedene. Jetzt, wenn wir beim Namen Lisa, sind, ne? Liesel. Vulgarnamen im Gegensatz zu Spitznamen, ja. Meine Omas, Netti von Johannette und Ja. Mini von Hermine. Die Hermine, die Mini-Tante, ja. Mini haben wir aufgehabt, aber Johannette habe ich überhaupt nie gehört bei uns. Aber die Johanna. Die Johanna war in Linz, die war die Hansi-Tante. Die Hansi. Das war die Genau. Hansi-Tante. Johanna, Hansi, Ja, später noch auch Joe. das Ne? ist die, ja. Johanna, ist Hannal. Das Hannerl, ja. Das kann nicht jeder Acker heißen. Ja, das stimmt, Christoph. Christoph, was war Christoph eigentlich? Christoph Stoffel. Stoffe. Ja, Zum genau. Beispiel, ja. Da haben wir gehabt in der Volksschule, Stoffe. Das war der Christoph. Aber ich will jetzt zu den Frauennamen wieder zurück. Weil da haben wir weniger gehabt. Die Frauennamen. Helene, die Tante Helle bei uns. Die Heli. Heli Die dann. Heli, ja. Leopoldine, die Bulde. Gertschi, die Gertschi. Die Marie, die Mitzi. Na, der Klassiker im Wienerischen überhaupt. Ja. Die Maria, das wird lang gebraucht, bis ich gewusst habe, dass Mitzi Ja. Maria heißt. Ja. Das war lang. Die Milli, die Emilie. Die Johanna Duschel sagt, die Hannal bin ich. Hannal. Jesus, darf ich Hannal sagen in Zukunft? Johanna Duschel, musst ehrlich sein. Darf ich die Hannal, so wie der Fritz Stadtgus der Fritzl ist, würden wir dich sozusagen jetzt zu höheren Ehren Die aufheben. Hannerl, ja. Zur Hannal. Schöner Name. Wenn du einverstanden bist mit dich. Dann ist Nannal, ja, das Nannal war aber, das war aber nicht die War Johanna. die Johanna, glaube War auch Johanna. ich. Schon, ja. Sauer. Die Stanzi. Stanzi, Die Konstanze, ja. Stanzi oder Stanzel. Ja. Steht ja der Rudi Korbi schreibt schon, Stanzi wie die Tochter von Vom Tommy Tommy, Hose. ja, genau. Merlin und Gandalf. Dann in der Schläge im Dorf, weil Eltern gibt es zwei Kinder, die heißen Merlin und Gandalf. Das taugt mir ja. Sowas taugt mir schon mal. Aber halt so traditionelle Namen finde ich schon geil. Eigentlich heiße ich Magdalene Mary. Ja, ja, Maggie Pemberton, genau. Magdalena, ja. Man hat es auch bei uns viel gegeben. Waren alles natürlich. Magda oder die Leni. Die Magdalena hat noch nicht keiner gesagt. Meine Mutter hat gesagt, wenn der Nachname so lang ist, muss der Vorname kurz sein. Ja, das ist eh gut. Fritzer Stadtgut. Johanna Duschel sagt man gerne. Also ab heute Hannal. Hannerl. Jetzt müssen wir uns merken, bis zum nächsten Mal. Hannal. Hannerl, ja. Haut eine bitte, ich meine, wir sind ja nicht mehr viel, wir sind ja nur mehr eine kleine Runde, nur 32, aber ich möchte euch bitten, haut eine für die Hannal. Fürs Hannal, das muss man sächlich sagen. Kennt ihr das, ne? Ja. Fürs Hannal, haut mir eine bitte. Eine Orgie an rote Achteln. Und jetzt kommen wir dann zum Schlusslied, aber das ist noch wichtig. Eine Orgie an Geht's- rote geht's- Achteln fürs Hannal. Das taugt mir. Das taugt mir. Hannerl ist schön. Hannal, das ist super. Hannal, das hat was Vertrautes. Sofal. Die Sophie. Sofal, ja, die Sofal. Sophie, Sofal. Ja, die Crescenzi, die Zenzi, die Crescenzi, ja. Hanni und Nanni, ja. Schau, guck mal, schon die Achteln. Der Wolfgang Kudin eröffnet die Orgie mit den roten Achteln. Der Rudi Korb ist erweitert. Jawohl, Christoph Acker, ausgezeichnet. Haut's eine für die Johanna Duschel Vulgo. Hannal. Das ist super. So, was spielen wir für die Hannal? Was? Die Hannerl. Hannal, wünscht ein Lied. Wünscht ein Lied, hoffentlich können wir es. Wir machen das so. Jetzt muss ich aufpassen. Die Geschirr mir auf. Hannal, schreib eine.
In alten Schmied von Lerchenfeld Den müssen wir noch machen. Ja, den machen wir. Den machen wir Ja. für die Handel gleich. Ja, da musst du Der gar alte nicht Schmied. Hanal, Fritz Stadtgast, der Fritzl hat eine Hanal. Jawohl. Und du musst du schauen, was ich gekriegt habe. Na, das war auch geil. Ein Foto. Ja, Foto. Ich hoffe, ein buntes. Psofall. Andreas Christen, grüß euch, war leider verhindert bis jetzt. Andreas Servus, Christen, Andreas. Der Andi. Hast du beim Taschler noch Glück gehabt oder was du das, Andreas? Wie geil war das, muss ich jetzt schicken. Das will ich sehen, aber du kannst mir ein WhatsApp auch schicken sonst. Aber ich fürchte fast, dass beim Taschler nichts mehr war, gell? Ist meine Befürchtung. Wahrscheinlich. Voll. Ja. Der alte Sünder, die Johanna Duschel, macht uns fertig. Dieses Hanal macht uns fertig. Das ist auch eines meiner so unnötigen Lieder, wie ich immer sage. So, na jetzt muss ich schauen, ob ich das schicke das jetzt. Ja, warten. Ja, das ist natürlich ein Hit. Aber jetzt muss ich schauen, wer die Namen andere sind. Das ist ja da. Was schaut er denn? Der Andreas Christen schreibt schon rein, leider keine Chance beim Taschler. Ja. Ja, nein, war schon spät, ja. Nein, wurscht, anders mal. Wir freuen uns drauf. Aber pass auf, jetzt du hast ja da anders. Du bist der Treue, glaube ich, gell? Kann das sein? Wer? Ich glaube, der Treue. Der wer? Der Treue 01, glaube ich, ist das da. Oder hilf mir, schreib mir eine von ihm, dass das von dir ist. Die Sissi haben wir vergessen, ja, na klar. Das ist ja natürlich. Ja, genau, Steine 07. Nicht Treue, Steine 07, ja. Ich habe uns geschickt am Messenger, ja. Und das, meine Herrschaften, das kommt bereits jetzt da als der dritte in der Runde der Fritzl-Challenge, Mut zur Fahrt. Ja, das ist aber echt geil. Aber jetzt werdet ihr schauen, das ist echt geil, oder? Bin ich gespannt, wenn ich Schaut euch das an. Schaut euch das an, das ist würdig. Und mir gefällt es besonders, weil natürlich die Jacke ist, da ist für mich das Honda-Rot drinnen und der Regenschirm das KTM-Orange. Also alles drin, was ich gefahren bin. Super, ganz leibend. Schaut sich das an. Mut zur Farbe. Jawohl, das gefällt mir. Ich bin so ein Steirerburg. Könnt ihr das bitte spielen? Ein Steirerburg. Schon wieder? Ja, das machen wir das nächste Mal, wenn Machen wir das nächste Mal die Steirische auch wieder mit. Machen wir's. Raphael, Ilmar, das Machen wir beim nächsten Mal. Ja, aber die das Steirische. Leibende, wenn er die Steirische mit dabei hat. So. Wo haben wir gesagt, was spielen wir? Was machen wir? Ah, der alte Sünder. Ne, das machen wir. Fürs Hanal machen wir das. Ne, warte, ich hol die Noten, Patrick. Ich hol die Noten. Wisst ihr, welche das drinnen waren? Auch? Weil das ist ja eine verheerste Nummer, Schaut euch das an. Steine 07. Der Steine 07 hat sich aber auch jetzt wirklich euren Applaus verdient, muss ich sagen. Das ist absolut leibend. Bist du Steine, bist du ein Feuerwehrmann? Oder ist das für ein Fasching, so wie der Patrick mit seinem Himmel? Aber ich glaube, das ist der Feuerwehrmann sein. Oder Rettungsdienst oder irgendwo. Aber das war interessant. Ich suche aber der alte Sünder. Der alte Sünder, erstes Heft und ich hab schon. Bist du gescheit? Wahnsinn. Fürs Hanal machen wir das. Ja, ausnahmsweise fürs Handel. Der alte Sünder. Thomas. Ui. Das ist ein S. Ja, dann spielen wir es in S. Super gut, ja. So. Ist das der Ralfons? Nein, nicht der Ralfons Wundercheck. Nein, ist er nicht. Steht da schon andere Donut drüber vielleicht geschrieben? Naja, nur D, aber das können wir kleine S spielen. So, also jetzt einmal für die Hanne. Fürs Hanal. Für die
her, zeigt uns im Gesicht der erste Stern. Jeder macht dann so schön als er kann, aber dann gehen wir's an. Der alte Sünder, der kennt sich aus, er schleicht was nach, der Wirt still aus dem Haus. Er geht zum Wein und Madel fein, schickt ein, Lollalotte ein. Der alte Sünder, der trinkt und küsst, bleibt ewig 20, so alt er ist. Es wird oft spät, bevor er geht. Dabei wär's gesünder, er ging nach Haus. Ins Bett, da geht er nicht. Der alte Sünder kennt sich aus. Wie der Herr erst einmal grau meliert, hat das oft schon manche Frau verführt. Und selbst die Madeln finden das gerade schön, aber es die Eltern Herren verstehen. Ach so, gemacht. Der alte Sünder, wer kennt sich aus? Er schleicht als Nachtwirt, still aus dem Haus. Er geht zum Wein, wenn man dann fein. Und dann hat er sich ein alte Lotte ein. Der alte Sünder, der trinkt und küsst, bleibt ewig 20, so alt er ist. Es wird oft spät, bevor er geht. Dabei wär's gesünder, er ging nach Haus. Geht doch ins Bett, da geht er nicht. Der alte Sünder kennt sich aus. C hat das gespielt. Wieso? Das ist besser zum Singen, glaube ich. Das kann sein, aber es ist in S Es ist sehr hoch hier. Naja, das haben wir schon da. Michael Ahammer, ich danke doch. Schön. Später doch vielen Dank für den alten Sünder, dafür mir ein wenig angesprochen. Na bravo, Michael! Schön. Danke recht. Dann wollen wir die Session beenden. Damit. Jawohl, jetzt kommen wir zum Schluss. Schlussnummer ist also. Schlussnummer, Ja, da wird mit und muss ich noch heimfahren in 2 Viertel. 60 Kilometer sind es ja. Ja. Nicht weiter. Patrick, schenk mir noch mehr. Bitte schenk mir noch mehr. Jetzt habe ich auf Michael Ahammer getrunken und habe dabei austrunken. Auf dem Hörbiger, ja genau. Der Paul Hörbiger. Dankeschön, Hannel. Da sind wir dabei. Erst einmal erinnere mich daran, nicht, dass ich dann nächste Woche, dass ich dann sage, ja, die Johanna Duschl ist auch wieder da, du musst gleich sagen, Hannel. Was denn sonst? Jetzt. Die Hannel, nicht leibend. So, meine Freunde. Bitteschön. Aber für den Andreas Christina haben wir natürlich jetzt noch mal eine. Da haben wir jetzt noch mal eine. Dieses Bild. Ja, da war es auch gleich, er war nämlich dabei, wie wir es geschossen haben. Das Bild, jawohl. 21. August und die kriegen wir voll. Das Kanarium müssen wir voll kriegen, Leute, weil das ist wirklich wichtig. Ja. Aber jetzt heißt es, meine Herrschaften, Dankeschön, pfiat euch gut. Und ja, Macht's es gut, ja. manche sehen wir sich uns einander am Am Donnerstag. Donnerstag, ja. Ansonsten natürlich wieder nächsten Montag. Geht die Pavlatschen drüber. 76. natürlich Teil. wieder. Und wir überlegen uns das wirklich. Das war schon super. Der 100. Pavlatschen, quasi wo wir den ganzen den Tag ganzen Tag, ja. mit Gästen. Das war schon lustig. Schauen wir mal, wo wir das hinbringen. Vergiss ich nicht, Hannel, das vergiss ich nicht ausgemacht. Jawohl. Genau, Andreas Christian, ein super Bild vom Skanarium. Jetzt verabschieden wir uns aber mit eben unserer eigenen Komposition.
Wir wissen immer nicht, wie es heißt, gell? Das letzte Viertel oder Herr wird der Vorschlag? Der Vorschlag, ja. Ich glaube, wir werden es nennen, das letzte Viertel, in Klammer, Herr wird der Vorschlag. Oder umgekehrt. Herr wird der Vorschlag, in Klammer, Das letzte Viertel. das letzte Ist Viertel. besser, glaube ich. Hm. Ja. Er wird der Vorschlag. So anfängt, ja. Das ist, glaube ich, besser. Sollen wir so überlegen? Da werden wir noch in uns gehen. Besser eher. Aber jetzt einmal Dankeschön. Erste bitte. Zeile ist immer gut. Bis zum nächsten Mal, so ist es. Ja. Vierte. Hier wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel, der Abend mit euch war wunderschön. Es hat mich gefreut, aber für heute ist das allerletzte Lied. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben heute getrunken und was macht den alten Abend miteinander verbraucht, das ist ein gewarnt worden. Bei manchen Lied, wir haben was getrunken, haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen. Doch sind wir ehrlich, wir werden schon langsam mit. Herr wird ein Vorschlag, ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön, es hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Lied, weil dann wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wie ich bei meinem letzten Viertelsitz, denk ich an meine blöden Witz, die schönen Wienerlieder und an die Gemütlichkeit. Heute haben wir Post und gesungen viel und gegen ihn wird's langsam still. Aber so hat auch jede Stimmung ihre Zeit. Er wird ein Vorschlag, ein allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön, es hat uns gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Lied. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jawohl. Haben wir halbwegs Bauerrös umgebracht. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch gut. Vierte.